Ja, Joli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet zu eurem Lieblingspodcast. Zu der 50. Episode. Hey, krass. Halbe Jahrhunderts-Episode, wenn du so willst. Übel. Gestern haben wir uns heute gefragt, wann wir gestartet sind. Ja, wie lange das wir das schon machen? Wir müssen, wer weiss. Ja, 17. Dezember 23, das weiss ich Das war der erste Drop gewesen, ja. Krass. Die Episode haben wir ja, glaube ich, 2 Wochen vorher aufgenommen oder etwas. Ja, oder eine Woche Oder vorher und sowas. so, ja. Da sind wir noch voll in den Kinderschuhen gewesen. Sind wir auch jetzt noch? Einfach ein bisschen professionellere Kinderschuhe. Nichtsdestotrotz. Oli, wie wollen wir es machen? Wenn wir gerade in die erste Rubrik gehen? Rückblick und Ausblick. Und natürlich Vorstellung vom Podcast. Jetzt steht schon im OneNote richtig und du hast es nicht können sagen. Ja, du hast es so aufgeschrieben, oder? Ja, hast wir haben es gerade zusammengenommen, gell? Hast gut gemacht. Perfekt. Also, komm, leg los. Also du hast da Sachen aufgeschrieben, ich habe gar nicht aufgeschrieben. Mal vor allen Kommentaren. Das ist von dir. Ah ja, stimmt, das ist von mir. Aber ich bin wieder unvorbereitet. Ich erkenne doch meine digitale Schrift. Sehr gut. Oli, du hast den Kommentar. Soll ich anfangen, bis du gefunden hast? Ja. Also gut. Der Simon Ratz hat uns geschrieben auf Insta wegen den Büchern vom Dr. Catch, beziehungsweise wegen diesen Hechtbüchern. Ich habe da den Link hier da geschickt. Es gibt ja, wir haben es auch schon mal davon gehabt, von so modernes Hechtfischen und so Sachen, wo man mehr über die Fische erfährt, ja, mit wissenschaftlichen Aspekten dazu. Mega spannend. Ich schaue, dass ich vielleicht das mal wirklich auch den Link verlinken kann in den Shownotes. Ich hoffe, ich denke daran. Genau. Du müsstest anfangen, so Notiz führen nebendurch und dir Sachen aufschreiben, was du willst. Bis Ja. du die Beschreibung machst, hast du schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Ja, definitiv. Ich tue es mir auch zum Teil noch notieren im OneNote aus dem Dokument, das wir da haben, aber es lange damit gleich nicht. Ja. Man hat halt den Kopf, nicht nur für den Podcast. Dann haben wir noch eine Sprachnachricht bekommen vom Dani zu der letzten Episode, wo es um die Schonzeiten gegangen ist. Er hat da noch etwas gesagt wegen der Schonzeiten im Hecht, beziehungsweise der Laichzeiten von den Hechten im Lungerensee. Da lassen wir doch gerade mal rein. Hey, ciao Nico, ciao Oli. Ich habe gerade euren Podcast gehört zur Schonzeit- und Schonmaßdiskussion. Und da habe ich einen Input oder eine Geschichte oder eine Feststellung, die ich euch gerne will teilen. Ihr dürft das auch gerne so abspielen in der nächsten Folge. Und zwar einfach meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Hechten am Lungerensee. Die ist nämlich sehr speziell. Die Wassertemperatur vom Lungerensee ist etwa ähnlich wie die Vierwaldstätter See. Und ich habe das, als ich relativ neu hier oben angefangen habe, die Hechte im Vierwaldstätter See haben schon abgeleicht, schon relativ früh. Also wirklich im April hast du sie schon überall gesehen, in den Häfen innen. Und dann habe ich gesagt, ja, im Lungerensee, die sind sicher auch langsam durch. Die Temperatur war etwa gleich gewesen, ich habe es gemessen. Und dann haben wir einen Einheimischen gesagt, nein Dani, du musst warten, die Hechte hier oben laichen viel später, weil die sind angewiesen auf den hohen Wasserstand. Weil der Lungerensee ist um die aktuelle Jahreszeit am tiefsten Punkt, das ist sehr weit abgesenkt und es hat keine Struktur, die sich ableichen können. Ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Und dann habe ich das beobachtet und es ist effektiv so, die Fische laichen am Lungerensee oder die Hechte laichen am Lungerensee erst dann, wenn der See einen gewissen Stand hat. Und das ist meistens erst Mitte Mai so. Und das ist sehr spät. Und sobald, das ist so ein bisschen Moos am Boden im Bereich der Inseln, und sobald der Lungerensee den Stand erreicht hat, fangen die Hechte an laichen. Du siehst sie dann auch dort stehen. Also es sind etwa 2 Wochen geht das Ganze, stehen dort wirklich Hechte gestapelt aneinander, weil es ein kleiner Bereich ist. Und es fischen auch sehr viel schon drauf, weil alle haben das Gefühl, Hecht Mai darf man fischen. Also darf man auch, es ist auch gesetzlich erlaubt, weil am Lungerensee wie im Alpnacher See der Hechtbandwurm drin ist und darum keine Schonzeit hat. Aber ich habe festgestellt, die Hechte beißen gar nicht in dieser Zeit. Wenn die am Laichen sind, die fetten Muttis, die stehen, die können neben dir im Wasser stehen, die beißen nicht. Du hast ab und zu, dass die Männchen, die kleineren Männchen, die ein bisschen aggressiv sind, mal einen Köder attackieren, aber es ist auch eher die Ausnahme. Und wenn man sie sieht stehen, dann geht es etwa 2 Wochen, dann sind sie fertig, ziehen langsam weg und dann räfeln sie so richtig. Also dann fangen sie 2-3 Wochen lang richtig gut Hecht am Lungerensee, nachher ist es wieder eher schwierig. Aber das ist wirklich so meine Feststellung. Also die haben sich angepasst an die Gegebenheiten vom See und laichen nicht nach Wassertemperatur, sondern nach Seestand. Das finde ich sehr spannend.
Und darum auch in den Gewässern, wo es keine Schonzeit hat, haben wir immer aufgeregt, dass die Leute gefischt haben auf Hecht. Aber ich muss sagen, jetzt nach dieser Erfahrung, die Hechte während dem Laichen fressen die fast nicht. Also theoretisch könnte man wirklich durchfischen, halt in 2-3 Wochen, wo man dann merkt, dass es dann wirklich flach halt sein lassen. Aber es gibt ja immer Hechte, die früher und später laichen. Also von dem her bin ich der Meinung, könnte man jetzt beim Hecht sogar auf Schonzeiten verzichten, weil das nicht so problematisch ist. Beim Egli wird es gleich gehandhabt. Das stelle ich auch fest am Sahnersee und so. Die Egli die bissen vor der Laichzeit und nach der Laichzeit. Und während dieser Zeit, während den 2 Wochen, wo sie im Laichen sind, siehst du sie überall stehen, aber sie bissen nicht. Die haben dann anders im Kopf. Also, hey, danke für den Podcast, gute Zeit und bis bald. Yes. Eigentlich relativ spannend, die Aussage. Aber eigentlich so, wie wir es gesagt haben, oder? Der Hecht oder das Tier, das im Laich ist, das beißt in der Regel nicht. Mit Ausnahme von der Reaktionsbiss, wie auch beim Zander, wenn er das Nest verteidigt, die Verteidigungsbiss. Ich finde es aber auch eine heikle Aussage, dass er gesagt hat, der Hecht eigentlich keine Schonzeit. Und zwar eben in diesem Zusammenhang. Finde ich gleich noch speziell auch. Mhm. Ja, voll. Ja. Aber ja. Dani, danke vielmals an dieser Stelle für deinen Input. Nehmen wir gerne auch so auf, selbstverständlich. Vielleicht können wir nachher unsere 2 Gäste noch fragen. noch fragen, was sie für Erfahrungen haben, wie Absolut. sie das so sehen. Genau. Fände ich auch mega interessant. Auch wenn wir da schnell einhängen, ich meine, wir sind ja zusammen am Wochenende fischen gewesen. Städtetrip eigentlich, wenn du so willst, ja. Genau, Städtetrip haben wir gemacht. Schön ab ins Welsche. Ja, dort haben wir ja auch gesehen, ich meine, der See hat schon 17 Grad gehabt. Die Hechte sind eigentlich auch schon durch mit Leichen. Richtig, ja. Ja, absolut. Aber wie das gelaufen ist, erfahren wir nachher, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe unterdessen den Kommentar rausgesucht, den ich gemeint habe. Und zwar habe ich dir doch noch gesagt, in der letzten Episode, weißt du noch, wo du dir behauptet hast, Forelle ist kein Laubfisch, ist er natürlich prompt wieder auf die Füße gefallen, wie ich dir gesagt habe. Selbstverständlich haben wir bewusst Feinde gemacht. Der Bahara hat da geschrieben, es ist immer noch traurig, dass du behauptest, dass eine Forelle kein Raubfisch ist. Daraufhin hat noch der JLS geschrieben, dass er behauptet, dass er mit grösseren Ködern auf Forellen fischt als du auf Hecht. Ja, das habe ich geil gefunden. Das habe ich lustig gefunden. Wenn ich dann wundere, was das für Köder sind. Absolut, ja, absolut. Aber ihr lacht, wisst ihr, wer das ist? Nein. Nicht, okay. Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Ja. Das habe ich ganz geile Aussage gefunden, ja. Absolut, absolut. Danke für den, wenn ihr nicht wieder so einen Bullshit labern, haut es mir um die Ohren. Wird ich bestimmt wieder. Aber gut, ich würde sagen, wir haben das Thema mal abgeschlossen und kommen in die Vorstellung vom Podcast. Hat zwar keinen eigenen Jingle, aber... Nein, eigentlich nicht. Es ist eigentlich so ein bisschen das Gleiche, aber ich finde, mit Gästen können wir das noch machen. Sage ich jetzt einfach, weil es mein Bock ist natürlich. Gut, dann würde ich doch sagen, bevor sich unsere Gäste selber vorstellen können, haben wir ja wie immer ein wunderbares Intro für sie vorbereitet. Und das lassen wir uns doch mal schön an. Liebe Fischverrückt-Community, heute haben wir wieder 2 ganz spezielle Gäste für euch. Sie treten gegen die besten Raubfischfischer von Europa an. Der Druck ist riesig. Wind, wechselnde Bedingungen und Fisch, die sich nicht einfach berechnen lassen. Jeder Wurf kann alles verändern, jeder Fehler kann es ausbedeuten. Aber das Team bleibt ruhig, fokussiert und trifft die richtigen Entscheidungen genau im richtigen Moment. Und am Ende heisst es First Place for Switzerland. Wie sie sich den Titel geholt haben, erzählen sie uns in der heutigen Episode. Und alle fragen sich nur eins, schaffen sie es das Jahr noch einmal? Was ihr Ziel für das Jahr ist und wie ihre Taktik aussieht, genau das erfahren ihr jetzt in dieser Episode. Liebe Fischverrückt-Community, begrüßen mit uns am 3. Mikrofon der Dario und der Kevin vom Team Finnwal Schweiz. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Jawohl! Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Atomgeiles Interview gewesen, oder Intro. Krass, ja. Gut gemacht, Oli. Ja, danke. Es war noch schwierig, über euch etwas herauszufinden. Nebst dem haben wir keine Sprache mehr. Jetzt vom Kevin hätte ich vielleicht eine gehabt oder so, aber vom Dario habe ich keine gehabt. Und dann ist so, wir hätten gerne so ein bisschen die Stimme noch drin gehabt, aber haben wir leider keine Vorlagen bekommen von euch.
Ja, bin ich noch ein bisschen undercover. Das ist Ja, gut. genau. Können wir jetzt raus. Nachher haben wir dann genug. Ja, genau. Das ist gut, das hören wir gerne. Hey, ja, wie gesagt, bevor ihr euch könnt vorstellen könnt, hören wir das Intro. Das Intro haben wir gehört. Erzählt mal, wer sind ihr überhaupt? Das ist eine recht gute Frage und ich weiß gar nicht so recht, wo ich da soll anfangen und wie weit zurück, dass wir da gehen sollten. Also ich bin der Dario, wieder bald 35, leidenschaftlicher Fischer. Ja, Herz und Seele für Eis. Ich glaube, wie alle hier in diesem geilen Podcast. Wir haben den Kevin kennengelernt beim Fischen, während dem Fischen, seitdem auch das Supermatching stattgefunden, haben dann sehr viel zusammen auf dem Boot gefischt, viel Zeit verbracht und gemerkt, hey, ich glaube, das Team findest du wie nicht mehr so in dieser Konstellation und ja, irgendwann haben wir uns dann dazu entschieden, respektive wir sind eigentlich eingeladen worden, um dann Turnier miteinander zu fischen. So hat das dann nachher gestartet und ja, so ist das eine zum anderen geführt. Ich bin von Rapperswil, ich gehe noch einen Schritt retour, fische viel am Zürichsee. Bin im Team Finnwall seit, ich weiß gar nicht, 5 Jahren wahrscheinlich. Dort als Ambassador, erster Ambassador in der Schweiz, ich glaube bis, gut, da gibt es noch News, aber jetzt nicht mehr der Einzige. Das kommt dann nachher gut. Ja, Feuer und Flamme fürs Boot, Fische aber auch sehr divers, auch sehr gerne am Bach, auch gerne mit den Flügen. Uferfischen so am Stillgewässer eher weniger. Aber alles, was fließt, gerne zu Fuß. Alles, was still ist, gerne mit dem Boot. So, in dem Stil. Vernünftig, ja. Ist cool. Ja, ich bin der Kevin, werde bald 33. Ich komme von Rüti, eigentlich ganz nah am Zürichsee. Jedoch viel mehr und sehr oft immer am Greifensee unterwegs gewesen. Bis und mit eigentlich, wo ich den Dario kennengelernt habe. Und durch das so ein bisschen die Möglichkeit hatte, um mit ihm mit auf den Zürichsee, wo dann das eigentlich mit dem ganzen Matching zueinander angefangen hat, wo man gemerkt hat, das passt super, das ist wie Yin und Yang. Da kannst du ohne Reden auf dem Boot miteinander dich verstehen. Hat das eigentlich dann angefangen, ein ganz anderes Ausmaß anzunehmen. Wir haben miteinander alles Mögliche versucht zu entdecken. Haben dann auch, nachdem ich meine Erfahrungen mit Turnierfischerei gemacht habe, das Gefühl gehabt, eigentlich müsste man das mal miteinander machen, wenn das alles so super matcht. Und so ist das dann entstanden, dass wir das erste Turnier miteinander dann gefischt haben, was die WPC war. Wo natürlich auch schon mega Erfolg war. Ich Was niemand schlussendlich... erwartet hätte, ja. Voll, Gut, absolut. Ich glaube, Turniersieg beim ersten Turnier, wer erwartet das schon? Oder? Ja, Mega. Definitiv. Also sind wir heute noch geflasht, wenn wir zurückdenken. Ausser unsere Familie, die haben von das Anfang ist an so. gesagt. Sie haben gesagt, ihr gönnt und ihr gewinnt. Bei denen ist das klar gewesen. Stark. Genau. Ja, ich habe eigentlich eher so mit der Uferfischerei angefangen, dann viel Ruderboot, dann Motorboot und dann sind die Trips ein bisschen dazugekommen, dort und da ins Ausland, querfeld überall, irgendwo in den Nachbarländern, wo irgendwie erreichbar ist, nahe mit Flug oder Auto. Und auch dann ist irgendwo mal der Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich die Flügerroute in die Hand nehmen, ich muss das auch probieren. Eigentlich immer mit dem Grundgedanken, es wäre doch mal interessant, einfach halt auf Hecht mit der Flügerroute. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Ist aber eigentlich immer noch auf meiner Liste, genauso wie auf Egli in Holland. Das ist so eigentlich noch der nächste Schritt. Geil. Genau. Cool. Spannend. Und was sind ihr eher Obersee oder Untersee? Eher Obersee, also stark Obersee, ja. Ja. Genau. Gut, das Boot hast du wahrscheinlich auch zu Rappi, nehme ich an. Ja, genau. Ja. Ja, für mich auch ein spannender Teil. Also allgemein, ich glaube auch wenn ich es im Untersee hätte, ich würde gleich den Obersee wählen. Nur schon, weil es viel ruhiger ist, viel weniger Boot und so. Und ich glaube, der Angeldruck ist ein Wird wahrscheinlich bisschen weniger, ja, obwohl wahrscheinlich es hat brutal angezogen in den letzten paar Jahren. Ich wollte aber gerade sagen, du hörst immer wieder von Leuten, die am Obersee fischen und fangen. Also, oder liest auch. Es ist, ich glaube, viel weniger Angeldruck hast du dort oben auch nicht mehr, habe ich das Gefühl. nicht mehr, ja, das glaube ich auch. Ja. Aber hast es hat natürlich- genug Fisch. Also ich Ja, sag's so. und hast natürlich auch andere Strukturen, gell? Also Definitiv. Zürichsee, der Untersee ist ja einfach mit dem Seebecken, der sehr strukturiert ist, vereinzelt noch ein paar Uferbereiche, die noch ein bisschen strukturiert sind. Da kannst du rauchen. Also, kannst rauchen, ja. Hast, wird sehr dünn. Ja, kannst fischen, aber ist wenigstens, also ist jetzt nicht super Genau. attraktiv und Genau. super spannend. Ja.
Absolut. Darum ist schon recht begrenzt. Im Obersee sagen ja, ist halt das ist schon eine rechte hohe Vielfalt, wo du fast an jede Ecke kannst fahren und es ist relativ spannend. Cool, sehr schön. Sehr gut. Sagen wir schnell, wann habt ihr angefangen zu fischen? Oder wie sind ihr zum Fischen gekommen? Ich glaube, bei mir ist es schon klassisch über den Grossvater. Also, und dann zuerst im Bach neben unserem Haus, der ist wahrscheinlich so 70 cm breit und 30 cm tief. Da hat es ab und zu einen Gunten drin gehabt und dort hat es Forellen drin gehabt. Relativ viel eigentlich noch. Und ja, dann ist es losgegangen mit Kübelstecken und der Hand und so bin ich dann mal zum Fischen gekommen. Ja. Stark. Ja, ich bin eigentlich als Kleinkind schon einmal auf dem Campingplatz Rausenbach am Greifensee zu meinem Gotti in die Ferien. Immer so Sommerferienzeit, 1, 2, 3 Wochen und dann sind dort einmal die pensionierten Herren mit ihren Ruderbötchen runter und dann dort hast du mit, ist das natürlich so ein Highlight gewesen. Es war für mich ganz klar gewesen, ich wollte auch fischen. Ja. Also ich kann nicht sagen, wie alt ich war, wie 5, 6, irgendwie so. Und dann hat es auch angefangen, die haben irgendwo mal am Bach und auch dort einfach mal mit der Hand probieren Zwischensteine und Zeug und Sachen. Das waren auch lustige Storys mit dann irgendwie einfach mal eine Rute mit einem Löffel, nicht gewusst, dass man es Patent braucht, aber einfach mal probiert. Ich habe Forellen gefangen in der Jona. Ja. Stark. Ja gut, cool. Es sind noch viele. Ich habe jetzt letztes Mal nicht mehr die Jona gesehen, die gerade ausfließt unten dran und dort habe ich immer, wo ich noch dort gewohnt habe, in Jona, habe ich viele Buben gesehen, die so mit Kirschhof Alet fischen und jetzt haben sie extra ein Schild hermachen, dass das eigentlich verboten ist. Ja, aber wieso haben mehr dort alle? Ja, also ich verstehe es, wieso dass die dort fischen. Wieso ist es verboten, weil es ein Ausfluss ist? Nein, es ist Bachrevier. Ja, brauchst du ein Patent. Also man ist wo sie in See kommt, oder? Ja, also es ist einfach gerade Flusseinmündung, ja, aber es ist gehört noch zum Fluss. Ah, okay. Ja. Okay. Bis der Greifensee ist ja Freiangelrecht, oder? Also, nein, ich rede von der Jona, das ist der Fluss. Ja, wo kommt die rein? Die geht in Greifensee, oder? Nein, die geht in Zürichsee. Ah, die geht in Zürichsee? Okay. Ja, siehst du nur. Ich als stolzer Zürcher. Ja, das wäre dort im Ahrtal, wo dann dort das Niederuster runterkommt. Okay. Ja. Okay. Gut. Jetzt hast du wieder etwas gelernt? Ja. Ahrtal kenne ich vom Dino-Museum. Dank meinem Sohn. Gut. Ja, Oli, wenn wir in die nächste Rubrik. Meine Woche, deine Woche. Ja, fang an. Nein, Gäste. Ja, ich wollte sagen, wir machen es immer so, dass unsere Gäste starten. Wie waren eure Wochen gewesen? Was haben ihr so gemacht? Fischen, Boot, frisiert, was auch nicht, neue Technik drauf. Boot ist ein gutes Thema und dann geht eine spannende Woche verwischt für das. Ja. Wir sind per Zufall noch in die Predator-Tour reingerutscht und einen Platz bekommen. Geil, gratuliere. Danke vielmals. Merci. Steht Nummer 58, könnt ihr euch merken. Nice. Jetzt ist aber der kritische Punkt noch, unser Boot ist noch nicht da. Das ist noch in der Produktion, respektive jetzt dann unterwegs. Also eigentlich jetzt unterwegs sein. Finnwaldboote werden in der Ukraine produziert, darum wegen der ganzen umständlichen Verzögerung und so. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Stress gehabt, um zu schauen, wann kommt das Boot, haben wir irgendein Backup, wie schrauben wir das zusammen, haben wir alles zum Zusammenschrauben etc. Das war so diese Woche. Was haben wir für ein Boot? Wir können ein neues Finnwald Sportangler 555 über. Ja. Genau, das ist cool. Ziemlich das Ähnliche, was wir hatten, jetzt an der WPC. Dort haben wir ja den Podcast drauf gemacht. Ja, genau. Aber es war nicht das WPC-Boot, oder schon? Doch. Das ist das WPC-Boot. Also nicht dem, wo wir an der WPC waren. Ah, ja. Genau. Dass wir noch gewonnen haben, das ist... Nein, das ist immer noch im Deutschen. Ja. Genau. Kommt das mal noch in die Schweiz, oder nicht? Nein, okay. Das ist die Matrikulation und so, wäre es wild. Bloß so ein Boot ist noch nie in der Schweiz eingelöst worden. Ja. Bis dann noch die erste Lösung und Abnahme und Zeug und Sachen. Und nur, um es dann hier wieder zu verkaufen, weil wir haben ja ein Boot, macht keinen Sinn, da lohnt es. Du verkaufst es dort in Deutschland eigentlich? Genau, also, Also okay. Rheinlandboote ist so nicht und die übernehmen das für uns dann. Ja, genau. Cool. Sehr schön. Ja, darum, dort, das war die Woche gewesen, nebst dem Arbeiten alles. Und wo wir dann alles zusammen hatten, jetzt ist, sagen wir mal, 80%ige Chance, dass wir das Boot bekommen.
Nein, das wird funktionieren. Wir haben das Ihr habt es jetzt verpasst, der Kevin hat jetzt da so vorwurfsvoll angeschaut. Wann geht's los? For real? Wann geht's los dort? Wenn müsst ihr... Wenn wir antraben? Ja. Ja, das Ding ist ja gerade nach der Schonzeit, also du darfst ab dem 30. Mai fischen. 28. 27. ist der Samstag. Freitag, 28. Samstag. ist Ja. der Samstag, oder? Ist 28 Ich glaube, der oder 28. 29, irgendwie ist der dort, ja. Ja, Also wir fahren sicher am Freitag auf, so dass wir am Samstag dürfen fischen. Was haben ihr für Technik drauf? Noch nicht. Das ist noch viel Blut, kommt ohne Motor. Nein, wir haben den neuen, also wir fangen gerade mit dem Motor an, ich glaube, das ist ein Herzstück. Oder? Ja, absolut. Ja, genau, wir haben den neuen Mercury 150 PS Racing drauf. Ja, sind wir sehr gespannt drauf. Absolut, ja. Und Ist es dann, V8? Nein, ist eben ein Ich hab keine Ahnung, 6-Zylinder. Genau. Ich kann nur V8. Nein, ist ein 6-Zylinder. Okay. Wir sind da ein bisschen mit dem ökologischen Fußabdruck unterwegs. Nein, dürfen wir auch nicht sagen. Mit dem Motor, Nein, das aber- ist auch nicht der Punkt. Nein. Wir haben eigentlich eher wollen, ein bisschen so mit der Technik mitgehen und nicht ein Pro XS, sondern ein DS. Bedeutet so viel wie ein Digital Steering, also eine digitale Lenkung. Das heisst, du hast nicht irgendwo halt Kabel, die hinterher kommen zum Lenken. Es ist alles halt digital zum Lenken, ist viel smoother. Ist auf die eine Seite nicht strenger, auf die andere ringer. Weil es ist ein Promo-Boot, wir wollen dir etwas zeigen. Und, Neueste mit- Technologie drauf. Ja, Geil. voll. Cool. Genau. Ja, und von der Technik kannst du erzählen. Ja, wir gehen dort klassisch mit Garmin eigentlich, was Echolotten anbelangt. 12 Zöller, 1223 XSV hinten vorne. 1213, nicht 9013 oder 9012? Nein, gar nicht. Wir Ja. sind da, braucht es nicht unbedingt. Also, wenn wir eigentlich nicht müssen, dann fischen wir eigentlich auch gerne ohne Technik. Also, es ist so ein bisschen ein Ausloten, wie, wo wenn wir fischen, für die Struktur. Und klar, wenn wir shooten für Turniere irgendwo, um irgendwie etwas upgraden, wissen wir nicht, mit umzugehen. Machen wir dann halt das. Dann machen wir es dann halt. Wenn wir Ja, unbedingt geht ja. wollen, dann... Geht Genau. ja genug gut mit dem Gerät, also hör auf. Ja, ja. Ja, deswegen sicher natürlich noch ein Live-Scope drauf, klassisch, 34er Geber, GT56 Kinon-Spiegel. 360er? Nein, wir haben gar kein Humminbird-Gerät sonst drauf. Nein, von Garmin, mit der Spypole. Ah, nein. Kein Thema. Huere spannend, mega mega, spannend, aber mega. wir haben es schon mal angeschaut gehabt. Und wir sind wirklich die, wir sagen, wir brauchen den Live-Geber, aber nicht zum Live-Fischen, wir lesen mit dem auf Strukturen. Ja. Und das langt uns eigentlich. Ja. Und ich bin nicht, oder wir sind allgemein, weniger ist mehr, wir sind immer noch dort zum Fischen. Und Fernsehen schauen macht man sonst schon genug auf dem Boot. Darum, Das Game ist schon geil, also ja, come ist schon, on, ja, Mann. aber das Spiel haben wir ein bisschen durchgespielt, sind wir Ja. ehrlich. Aber ich glaube, es kommt uns jetzt gut, weil ich glaube, das hat uns im Turnier ziemlich krass geboostet. Ja. Darum sind wir jetzt auf weniger ist mehr. Was haben ihr? 2 Bildschirme? Ja. 3? Ja, Vorne zwei. vorne einen, hinten einen. Steuerstand und Und den Kassendeck. Bug einen. Geil. Genau. Und E-Motor? Kraken? Nein, das sind wir gar nicht Fan. Also da wollen wir Okay. jetzt niemandem was beiseichen. Aber wir haben jetzt beim letzten Boot den Garmin Ja? Bugmotor drauf gehabt und hat einfach eine ultra Verzögerung. Wirklich? Ja, aber nur an der Fernbedienung. Ja. Fußpedal dafür ist wieder arschgeil, muss Ja. ich sagen. Kabellos und so. Und das funktioniert auch gut. Aber uns liegt mein Kota besser. Ja. Mhm. Was haben ihr? Quest? Ja, genau. Geil. Ja. Da kannst du automatisch in- und ausfahren, gell? Gibt. Ja, Aber haben es ist ihr nicht die dort Version? nach Typ. Wir haben keine zum automatischen. Wir Ja. sind schneller vorhanden. als Ja. damals. Gut, bist ja auch schneller. Bist ja schneller. Ja, ja, Kannst Seile ziehen. definitiv. Ja. Und Geil. das ist einfach nochmal etwas, was mir kaputt geht. Ja, klar, ja. Das kommt, ja. Wenn er schon eine digitale Lenkung hat. Ich bin da gespannt. Ja, wir müssen unbedingt mal mitkommen. Ja, Machen ja vor allem wir mal mit eine dem Tour. Digitalen, weißt du, wie es verhebt und wie es tut. Sind wir auch sehr gespannt. Ja. Haben ihr jetzt vorher nicht gehabt, oder? Ist nämlich alles Nein. mechanisch gewesen, oder hydraulisch? Ja, genau. Ja, ich bin da gespannt, wie es ist, vor allem so, auch mit der Verzögerung und so. Weißt du, du darfst ja fast keine Latenzzeit haben, oder? Wenn du links willst. Gut, hast du muss aber er normal gehen, beim also Boot auch. Und wenn du mal vielleicht so ein Ja, aber da 20-jähriges gewöhnst du Boot dich gefahren aber da bist. gewöhnst du dich daran. Ja, ja, Da- das weißt du, ist da so. hast du jetzt daran Ja, ja, gewöhnt, ja. die Jahre, wo du jetzt ein Boot gehabt hast, oder? Und wenn du mit der Digital hast du in der Regel immer ein bisschen mehr Verzögerung als mechanisch oder hydraulisch. Ja, bin ich in der hure Regel, gespannt, oder? ja. Also ich bin mega, also ich will jetzt schlecht reden, überhaupt Nein, nicht, alles gar gut. Nicht, gar nicht. Aber da bin ich mega gespannt, ja. Ja, was ich weiss, du kannst digitales sicher vieles steuern, wo du halt wirklich kannst, das Gerät eigentlich sagen, ich will die und die Kurve. Ja. Von der Gasannahme auch. Ja. Weil das ist ja auch ein Thema, nicht nur die Lenkung. Ja, das ist schon so. Ja. Das ist schon geil, ja. Du kannst doch sicher viel mehr machen, ja. Geil.
Also die Hoffnung ist, dass das Boot noch ankommt, dass er noch ein bisschen da fischen kann, oder wird es gerade direkt aufgefahren? Boah, ich glaube, also es kommt sicher da hin. Wir zwei werden miteinander noch umschrauben. Also wir werden das mithelfen, ausstatten. Und ja, ich glaube, das läuft auf den letzten Drücker, so quasi die letzte Schraube anziehen und los geht's. Ja. Trailer anhängen und rauf. Ja, Geil. so. Geil. Was haben wir für Batterien? Du hast die bestellt, ich kann es Ja, nicht sagen. Da sind wir voll und ganz bei Rebel Cell. Ja. Klar. Cool, sehr schön. Geiles Setup. Ich bin gespannt. Wir auch. Ja, Absolut. Sehr. Fischen sind ihr auch noch ein bisschen die Woche, oder? Ja, also ich bin noch am Samstag gewesen. Genau, schnell. Oh ja, das ist auch noch eine Story. Hat mich noch ins Euro-Nymphen reingezogen. Ich schaue mich fast, um das zu erzählen. Für die das kennen. Das ist die neue, moderne Flügefischort, wo ich sage, das ist das Felchele am Bach. Wird so ein bisschen belächelt. Hast eigentlich auch eine Flügerroute, die ist ein bisschen weicher und ein bisschen länger. Und du präsentierst eigentlich die Nymphen nicht mit mega weit rühren, so klassisch, wie man das kennt vom Flügenfischen, also das schöne Für- und Hinteren schwingen, sondern du rührst eigentlich hin und gehst dann mit der Strömung mit und präsentierst die Nymphen massiv langsamer als beim klassischen Flügenfischen. Und dort hat es mir verdammt den Ärmel reingenommen. Ich dachte, ja Dario, jetzt kaufst du so ein Ding. Und dann bin ich das am Samstag ausprobieren und ja, es war nicht schlecht, es ist schon Frequenz Forellen gefischt mit 20 bis 30 Forellen, hat es schon jemanden gegeben. Ja. Geil. Okay. ja ich bin tatsächlich jetzt schon wirklich recht lange nicht mehr am Wasser gewesen. Also kann ich da im Moment gar nicht mitreden, aber ich bin sehr gespannt aufs Euro-Nymphing, wenn ich das nächste Mal am Bach bin mit dem Dario. Da probieren wir mal jeden Scheiß aus und ich glaube, wir sind da recht labil, wenn es um neue Sachen geht. So, wenn alle sagen, das ist scheiße, ja, das macht man nicht, dann reizt es fast noch mehr zum Ausprobieren. Und ja, Genau. das wird interessant. Genau. Stark. Euro-Nymphe, noch nie gehört. Hast du Kann schon nicht, mal? nein. Du auch nicht? hä? Ja, bekannt unter Tschech oder Spanish Nymphing oder wie auch immer. Ja. Noch nie Gut, gehört. eben, Also, Gut, er ist ja mega klassisch Raubfisch, Genau. Forellenfisch. Ja, das ist, aber vor allem ist ja kein Raubfisch. ja, genau. Darum, ich kann da nicht mitreden. Ich habe eine Flügerroute, ich habe sie mal gebraucht. Ich traue es fast nicht zu sagen. Nein, ist gut. Aber dann Nein, stehst du mitten im Bach oder im Fluss rein? Du stehst eigentlich voll an der Strömung. Also dort, wo der Fisch vermutest, Gegenströmung oder Strömung im Rücken? Gegenströmung. Also du Ja. schaust an die Strömung an. Ja. Am besten ist natürlich, du kennst ja die Hotspots im Flussgewässer. Ja. Eine Kurve ist immer gut. Steine. Irgendwelche Steine, Ja. irgendwelche Strömungsabrisse, irgendwelche Hinterwasser und so. Ja. Und dann stehst du dort relativ nah. Am besten unterhalb vom Hotspot, dass dich der Fisch nicht sieht, weil der schaut ja Tendenz gegen rauf. Und dann lässt du dort deine Nymphe immer wieder durchtreiben. Bis Das heisst, du führst sie einfach... Oder hörst nur, du tust einfach hinter den Steinen dünkeln und mitziehen und dann wieder Genau, rauf? also du rührst die Wow. etwa 5 bis 10 Meter vor die Füße und dann lässt sie mittreiben. Und das halt möglichst natürlich, dass die Nymphen, gut, wie natürlich halt eine Nymphe unter Wasser aussieht, Ja, habe ich auch ja, keine ja. Ahnung. Ja. Das ist dann ja, eine ja. Gefühlssache. Und mein Ja. Gefühl sagt, das stimmt. Und wenn der Fisch abbeißt, dann hast du noch Bestätigung. Klar, logisch, Ja, ja. und natürlich, irgendwie so natürlich. führt es einen zum anderen. Okay, spannend. Sehr spannend, sehr spannend. Habe ich jetzt auch noch nie gehört. Aber ja. Gut. Jetzt hast du mich schon ein bisschen angefressen. Ich mich schon wundern, wie das funktioniert. Ich glaube, das gibt musst du sicher mal live YouTube. zeigen. Und Ja, sonst voll. schau auf YouTube. Es ja. gibt sicher unbedingt. YouTube-Videos. Aber du als Forellenfischer müsstest das eigentlich mal ausprobieren, Oli. Ja, aber ich bin aber nicht so der Flügenfischer. Das, Das äh, hure Gänkeli-Zeug da. ja, das sagt dir keiner, es ist, und das sagt das dir ist keiner, es ist Vorteil. Flügenfischer. Wenn du dann sagst, du bist ein Flügenfischer, dann wirst du sie. gehatet. Ja. Also sag einfach, du bist ein Euro-Nympher. So geil. Der Oli, der Euro nimmt. Das macht dir fast eine Konkurrenz. Ah, herrlich. Aber es ist geil, es macht Spaß. Ah, top. Hey, bei mir war im Fall auch nicht so viel mehr los gewesen. Ich bin noch am Event gsi vom Geier, wo sie seine Sachen verkauft haben. Habe ich gefunden, haben sie mega schön gemacht, Aschwander Brothers. So mit Grill und Bierli und so Tisch und alle Sachen ausgelegt. Und ich glaube, es ist recht gut etwas weggegangen. Ich hätte natürlich ein bisschen mehr Leute aus der Szene erwartet, nach der Beerdigung. Aber es war mega schön, gewesen, so an sich so ein bisschen das Gedenken und
also mega viele Jungfischer da gewesen, die etwas mitgenommen haben und mega stolz mit Migros-Taschen voll heimgegangen sind mit Ködern und Ruten. Das war schon auch mega cool gewesen. Ja. Ja. So, und dann sind wir ja noch das letzte Wochenende da am schönen Murtensee eingeladen Genau, gewesen. auf einen Städtetrip beim Marc und beim Michi. Ja, also ich habe gut geschlafen. Ich weiß nicht, wie du geschlafen hast, aber... Es war mässig lässig, aber danke vielmals, die Gastfreundschaft war sensationell. Also da muss ich am Marc wirklich ins Kränzchen winden. Und du hast das Beste noch verpasst. Nachher am Abend haben wir noch fein grilliert und so. Da bist du schon wieder auf dem Heimweg. Da bin ich schon wieder auf dem Heimweg gewesen, ja. Genau, aber ich bin dafür am Freitagabend gekommen. Ich bin mit dem Marc ja noch raus dort. Am Morgen früh. Ja, zuerst am Abend noch ein bisschen die Abendstunden rein. Und es war gut gewesen, es hat Spass gemacht, wir sind dann wieder fischlos. Retour war okay gewesen für mich. Wir haben dann... Marc, das ist etwas, das er muss ankreiden muss. Nimm mehr Bier dort. Was? Gin Tonic ist gut, aber nimm mehr Bier rauf. Es hat 2 Bier gehabt, er hat kein Bier mehr oben. Aber ist halt, wenn man kein Biertrinker ist, dann haben wir so etwas in der Regel ja auch logisch. nicht. Also wieso? Wir haben nur Horten, um nachher fortrühren. Ja, ist auch schade. Und, hast du kein Berner Münch bekommen? Nein, Du magst kein Berner, gell? Nein, also er hat Singa, haben die glaube ich geheißen. Thailändisches Bier, super, tipptopp gsi, hat gepasst, aber ja. Nachher sind wir zum Gin Tonic gegangen, dann haben wir noch in Pläuderle, seine Frau ist dann mal ins Bett gegangen, wir haben noch weiter geredet, wir haben es ganz, ganz lustig gehabt, es war mega cool gewesen, muss ich sagen. Ja. Sorry, ich erzähle nachher davon. Ja, aber es war ja so, dein Freitagabend war die. Meine war ein bisschen anders gewesen. Ich bin nach dem Arbeiten, es war 10:30 losgefahren Richtung Bern. Bin 1,5 Stunden auch nachher dort gewesen. Eben, ich habe beim Michael pennt, der wohnt ein bisschen ausserhalb von Bern, fast schon vor Thun. Und ich bin dort auch, wir haben dann noch ein Bier getrunken zusammen mit Berner Münchi. Auch sehr feines Bier, müssen wir dann auch mal da im Podcast noch trinken. Haben wir eins dort. Gell, haben wir noch eins? Ja, eins haben wir noch. Haben wir gedacht vorher. Und ja, wir haben dann gefunden, ja, kommen wir dann mal ins Bett irgendwann. Und irgendwie haben wir beide nicht schlafen, irgendwie nervös gewesen oder irgendwie einfach auch noch weiter quatschen. Keine Fischer-Videos geschaut? Nein, natürlich Ja, nicht. Du du weißt Abergläubige. mein Logisch. Ritual. Ich schaue keine Fischer-Videos, bevor ich am nächsten Tag sag ich's. Aber weißt du was? Der Unterschied, ich habe gefangen. Ja, richtig. Eben. Ja, Schlüsselanhänger, okay, ja, gut. Komm. Ist gefangen, Nico. Immerhin, ja, ist immerhin einer gehabt. Ja, das ist so. Das ist so. Ah, 2 hast du gehabt? Ja, 2 Schlüsselanhänger, Ich wirklich? hatte 2 Schlüsselanhänger gehabt und einen verloren im Drill. Ja. Was haben sie gehabt? 40 und 45? Ja, irgend so etwas. Ja. Das ist schon gut. Geh nur ein bisschen in die Kinderstube wühlen. Sagt der die Nacht gefroren hat und dann ohne Fisch heim ist. Das hat nichts mit Kinderstube zu tun. Ja, aber das ist nicht können fischen. Richtig, nein, ich muss auch sagen, es war eigentlich ein cooler Trip gewesen. Mega schade, haben die Fische nicht so mitgemacht. Ja. Sie sind nicht die gewesen, die sie der Marc vermutet hat. So wie ich das ein bisschen rausgehört habe, sie war nicht gleich gewesen wie letztes Jahr. Oder allgemein sich in die Oder letzten paar allgemein, Jahre, hat man genau. gesagt. Ja. Weil ich habe mega Glück gehabt, dass sie mich noch ein paar Gummifische dabei hatten, weil der Marc hat gesagt, ja, so mit Jerkbaits, Ja. Swimbaits fangen wir sie. Und ich habe natürlich nur Swimbaits mitgenommen. Und natürlich die grossen. Und Klar. mit denen ist es dann schwierig geworden, wenn sie alle irgendwie auf 20 Meter runterhocken. Ja. Ja, der Marc hat ja dort den ersten Fisch auf Gummi gehabt. Ja. Ich habe nachher einen Jerkdraht da und habe einen Stupser gehabt und einen Nachläufer vom Kraut, aber that's it. Ja, nachher habe ich auch nicht mehr gehabt. Ist verdammt schwierig gewesen. Du, dafür haben wir gut Pizza gegessen, feines Glas Ist gut gewesen, super, tipptopp. Tolle tipptopp. Gesellschaft gehabt. Und ey, ich absolut. muss sagen, der Murtensee ist ein mega schöner See. Es ist ein schöner See, es ist aber auch ein bisschen Pfütze. Also weißt du, ich sage jetzt, das Panorama und so rundum ist wunderschön, aber das Wasser... Ja, aber das haben mir Also- der Marc gesagt, dass es für seine Verhältnisse das ja viel zu grün ist. Das ist eigentlich sonst... Ja. Also du siehst aber, das ist so klar. Ja. Und das war mega grün gewesen, weil das ist genau komisch, durch das er gesagt hat, eben darum, irgendetwas ist komisch das Jahr oder einfach anders als die anderen Jahre. Ja. Ja, aber mein Highlight war, ich konnte noch ein bisschen auf Boot fahren am Sonntag und am Samstag. Ja, stimmt, habe ich Das war gesehen. super Hat gewesen. er dich fahren lassen? Ja, voll. Ja. Das ist noch geil. Eben, eine Bootsprüfung, nicht hast du hast mich noch gefragt, machst du noch eine Bootsprüfung? Ja, klar, wie sie machen. Wenn ich finanzielle Mittel dazu Ja. habe. Gut, Aber- die Bootsprüfung ist jetzt nicht der kostentreibende Punkt, denkt mir. Also, es ist effektiv die Anschaffung dann. Ja, genau. Eben, ja, musst du dann noch das Boot haben. Das Wenn, ist, eben, wenn du mit ja, den Kollegen darfst du dann Mit fahren, den Kollegen wenn darfst du einen jemand- wegfahren. Genau, ja. Ja, kommen wir da nicht absolut, dran dazu. absolut. Aber das ist so mein Highlight eigentlich von dem Trip, gewesen, ein bisschen Boot zu fahren. Da
Wie der Teich reinheizt. Das hat mir schon Spass gemacht. Weißt du, es ist eigentlich tragisch, dass Bootsfahren ein Highlight ist. Ja, Also kommt aufs Boot drauf an. Ja, natürlich. Ja, aber gleich. Nein, also Bootsfahren, wenn das ein Highlight ist von einem Fischertrip, das zeigt schon vieles aber aus, weißt, wie viel das gefangen worden ist. Weißt du, das meine ich? Das meine ich so. Das kann man ja nicht so übel nehmen. Es ist doch immer so, wenn du irgendjemanden einlädst und sagst, hey, komm Nein. zu mir an den See fischen, es läuft momentan mega gut, bla bla bla. Die Person kommt und fängt nichts. Ja. Ja, aber du kannst ja nichts dafür. Es ist ja immer, es ist immer noch Fischen. Ist auch nicht wertend gemeint gegen den Marco oder gegen den Michael. Überhaupt nicht, gar nicht. Also ist, Gleich dürfen wir ein bisschen sticheln, haben wir gesagt. Genau. Wie sie uns so gesagt haben, hey, wir schwimmen nachher im Fisch. Ja, genau. Und du hast noch gross gesagt, hey Marc, wenn es heute keinen Fisch gibt, dann gehst du baden. Dummerweise hat er einen gefangen, leider. Das war schade. Gut, aber der See war ja warm, 17 Grad. Ich wäre nicht gegangen. Ich wäre reingegangen, Nein. der viel zu warm gewesen. Nein, ich bin wasserscheu und kann nicht schwimmen. Hör auf. Hey, das wäre es eigentlich bei mir gewesen, so. Wenn wir das von den Aschis noch erwähnen mit dem Bier. Nein, das war ein Schuss in den Ofen gewesen. Gut, eben, wegen dem meine ich. Ja, das kannst du schon noch sagen nachher. Kannst du bei den News sagen? Ja, gut. Genau, und meine Woche, ja, ich konnte nicht dabei sein beim Geier, mega schade. Ich bin dort einen neuen Trailer geholt, ich habe also den neuen Occasion-Trailer fürs Boot. Mein Boot ist ja ein bisschen schwerer geworden durch den Ausbau, den ich gemacht habe. Und die 350 Kilo Gesamtgewicht haben nicht mehr gelangen beim Anhänger. Und ja, es ist mir einfach zu heissen, weil ich glaube, das Übergewicht beim Anhänger wird relativ hart geahndet von der Polizei. Ja, das ist glaube ich recht übel, ja. Ich habe es noch gehört, wissen tue ich es nicht, zum Glück. Und dann musste ich halt sagen, hey, komm, es muss irgendetwas Neues sein. Dann habe ich meinen schön frisch schwarz lackierten Trailer, mega schade gewesen, habe ich auf Tutti da oder auf Ricardo und der hat einen gekauft, super, tipptopp. Oh, was, der hast du verkaufen? Der Ja, der hat mir verkauft. Ja, das war das Licht. Mein Boot hat 450 Kilo, also ohne E-Motor. Und da kommt noch der E-Motor drauf und da ist noch irgendwo die Batterie und dann bist du schnell mal irgendwo 500 Kilo, oder? Und ja, zugelassen für 350 Kilo sind einfach 150 Kilo Übergewicht und das wird halt prozentual dann anscheinend wird das berechnet und dann dementsprechend auch geahndet und das will ich nicht. Ich brauche mein Billett, mein Autobillett. Ja, und da musste ich den Keim verkaufen. Schön schwarz lackiert, frisch lackiert, wunderbar. Wir haben den ganzen Rosten weggenommen, den Flugrost, den er hatte, das war alles verzinkt, weißt du. Hey, ja, hat mir schon ein bisschen wehgetan. Aber ich habe dann mit dem Geld, das ich dann verkauft habe, gerade den neu kaufen, der bis 750 Kilo ist. Also von dem her, ich habe jetzt wenigstens wieder spatzig. Ich lasse den nicht mehr lackieren, voraussichtlich. Voraussichtlich. Ja, genau. Ja, darum konnte ich leider nicht kommen. Ich musste den Anhänger einstellen, das Boot ein bisschen anpassen und es ist dann doch ein bisschen länger gegangen, auch mit den ganzen Stecker, mit der Verkabelung. Ziemlich mühsam, aber hat funktioniert. Ich bin auch schon bereits das erste Mal eingewassert, darauf sind wir am Zürichsee gegangen. Wir wollten eigentlich Egli fischen, haben dann aber müssen sagen, die Egli sind mittlerweile wahrscheinlich im Laich. Darum haben wir gefunden, lassen wir sie und wir rühren mal ein bisschen Müsli um, weil, eben, wie es der Dani gesagt hat, oder? Schlussendlich, ich sage auch, der Fisch, der im Laich ist, der beißt in der Regel nicht und der Zürichsee kann schon Zeit. Siehe da, wir haben 2 Biss gehabt, einen haben wir verwerten, ist ein schöner Fisch gewesen, schätzungsweise so plus minus um die 90, wir haben den auch nicht gemessen. Ich habe dann natürlich auch mal ein Foto schicken und sie schreiben 20 cm an der Challenge vorbei. Genau. Ja, und dann eben Murtensee, ein Wochenende später. Also overall habe ich es geil gefunden, auch wenn es vielleicht nicht so tönt. Nein, es war super. Ich habe es sehr geil gefunden. Ich habe es mega cool gefunden, an ein neues Gewässer zu gehen fischen, wo du nicht kennst, mit jemandem, der es kennt. Und eben, wie du gesagt hast, es kann immer sein, dass es dann nicht läuft. Und es war gerade nach der Schonzeit gewesen. Am 16. April war die Schonzeit fertig vom Hecht dort. Ist früh. Aber wenn man denkt, dass der Murtensee schon 17 Grad hat, finde ich es absolut legitim auch. Ja, es war schade. Hat es nicht für jeden einen Fisch gegeben. Wäre cool gewesen, hätte jeder einen Fisch gehabt. Aber du warst gemütlich gewesen. Der Marc und ich sind ja dann nach besagtem Freitag um 5:30 ins Nest und um 5:30 wieder auf. Und sind dann fischen bis um 8 Uhr. Und dann haben wir zum Morgen genommen. Geiles Morgenbuffet gewesen. Also wirklich, Marc, hey, 1000 Dank deiner Frau. Es war geil gewesen, so königlich zu essen, wenn wir schon nicht so königlich geschlafen haben. Also mal königlich geschlafen haben wir ja, oder? Der Marc hat mir ja gesagt, wir schlafen königlich auf dieser Liege. Und dann ist er rausgekommen, morgen um 5:30 und gesagt, und? Gut geschlafen? Er hat gesagt, nein. Dann hat er gesagt, siehst du, wie Könige. Wer sagt, dass der König gut schläft, oder? Ja, dann sind wir dann am Fischen gewesen, und es war ein harter Tag. Es war ein harter Tag, so ein Schneidertag auf dem Wasser, vom Morgen um 6 Uhr bis am Nachmittag um
bin ich gegangen, etwa um 4 Uhr, so Ja, auf dem 4 Uhr, Wasser. ja. Ist hart. Wenn du immer am Rühren bist, wenn du nicht am Schleppen bist, wenn du nicht irgendwie am Schauen bist mit dem Live und alles. Wir haben es zwar dabei gehabt, wir haben dann am Schluss, nach dem Mittag, haben wir schon gesagt, dass wir ein bisschen die Kanten anschauen, ob wir irgendetwas sehen rumstehen. Wenn wir etwas sehen rumstehen, dann haben wir so ein bisschen eine Referenztiefe von den Fischen. Und die sind dann irgendwo auf 10 Meter runter gewesen, und da haben wir dann dort noch ein bisschen gecheckt. Aber es ist einfach so ein bisschen, wenn du dann den See eben nicht kennst, dann hast du null Ahnung, wie es aussieht. Du hast null Ahnung, wie die Struktur am Boden ist. Du hast keine Ahnung, sind wir in Wurfdistanz vom Ufer. Du hast keine Ahnung, sind wir in Wurfdistanz von irgendeinem Loch, was es vielleicht hat. Und der Fisch ist einfach so ein bisschen im Trüben. Und das ist schon noch Mindfuck, finde ich. Weil wenn du den See kennst, wenn du weißt, wo das der Fisch etwa könnte sein, beziehungsweise wo es irgendwo Struktur in der Nähe hat, dann erhoffst du dir auch automatisch mehr. Und dann bist du auch mentaler, sag ich jetzt mal, bereiter und rechnest jeden Moment. Oder? Das ist so ein bisschen... Und bist einfach auch zu wenig flexibel gewesen, weil ich habe es vorhin gesagt, ich habe nur Swimbaits dabei gehabt und ja gut, ich habe schon mehr mitgenommen. Ich habe einiges mehr, als ich mit dem Auto komme, ich habe mein Fischzeug immer im Auto, und der Kofferraum hat so einen schönen Doppelboden und der ist unten da ragelvoll mit Boxen. Da sind sicher etwa 15 Boxen drin, da habe ich alles drin. Also ich habe Spin-Jigs drin, ich habe Jetbait, ich habe mein ganzes Equipment dort drin, wenn du so willst. Oder? Und ja, aber schlussendlich habe ich, was habe ich dabei gehabt? Ein paar Gummifische, ein paar wenige, so 4-5 Inch. Jerks habe ich in sich voll dabei gehabt, die ganze Westin Swim. Und ich habe vielleicht etwa 3-4 gefischt. Schade. Swimbaits habe ich jetzt extra nicht mitgenommen, die habe ich in einem Auto gelassen. Hast du den hässlich pink-blaue da gefischt? Ja, die habe ich Ja, gefischt, ja, deine Lieblingsfarbe, genau, Ja. die habe ich gefischt. Hat mir aber nichts gebracht. Aber sie haben einen geilen, so einen metallic-blauen, wo oben für so blau ist, so schönes Himmelblau, und auf der Seite wird er weiss und unten hat er einen grünen Bauch. Und das ist alles metallic. Sieht mega geil aus. Ich würde mir den nie kaufen im Laden. Ich bin froh, dass ich in dem Kalender kam, weil auf den habe ich dann auch den Kontakt gehabt, den Stupser und den Anschwimmer. Aber ich würde mir den nie kaufen. Das ist einfach so ein, das sind dann für mich so die Verzweiflungsköder. Oder wenn nichts geht, dann hängst du mal irgendetwas dran, was du nie fischen willst oder nie willst kaufen. So ein, ja, vielleicht funktioniert es ja. Und prompt kann dann das halt zu einem Favorite-Köder sein. Voll. Oder werden. Ja, das ist... Ja, dann sind wir retour. Ich bin dann um 4 Uhr wieder gegangen und ja, ihr habt ja noch weitergemacht. Der Marc ist dann noch eins rausgekommen. Mhm. Genau. Sind wir voll los? Ja gut, das ist halt geil. Das, ja. Ja, no. Ich habe eigentlich, ich habe es fast ein bisschen bereut, habe ich kein Slashblade mitgenommen. Das hätte ich gerne noch gefischt, aber die habe ich im Auto gelassen. Die hätte ich gerne noch einen dran gehängt. Einfach mal zum Kraut rausrühren und mal schauen, was passiert. Aber egal, es gibt einfach noch ein Rückspiel, Nico. Es gibt noch ein Rückspiel. ja, ich habe auch Marc gesagt, er kann mal mitkommen auf den Zürichsee. Dort läuft es besser, habe ich gesagt. Bin ich gespannt. Ich auch. Ich bin auch gespannt. Wird es nicht, aber macht nichts. Ich kann mir Hoffnung machen. Yes. Ja, das wäre eigentlich so eine meine Woche gewesen. Bald ist 1. Mai. Oli. Mhm. Ich freue mich wie Sau. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Auch wenn der Zürichsee keine Schonzeit hat und du immer raus kannst, ist der 1. Mai gleich. Auch wenn du vorher schon hergefangen hast, es ist so ein bisschen das Datum, wo du weißt, jetzt geht die Saison wirklich los. Ja. Ja, herrlich. Ha. Yes, wäre es gewesen. Dann würde ich doch sagen, gehen wir weiter zu den Infos aus der Szene. Soll ich anfangen? Ja, oder haben Gäste Infos mitgenommen? Warte, ich fange schon an. Ja, das wissen wir. Ich habe nichts. Kevin, erzähl. Alles. Was willst du hören? Alles. Was gibt es Neues in der Szene? Was neue Köder, neue Routen, neue Boote? Teamerwechsel, Boot, Technik, alles. Tutti, Palutti, das ganze Programm. Ja, also rein grundsätzlich ist es ja immer das Gleiche. Wir haben alle immer wieder die Mainstream-Sachen, die wir fischen. Überall wieder von jeglichen Brands, die neue Sachen auf den Markt kommen und andere, die es kapieren. Und irgendwann bist du doch einfach an dem Punkt, da hast du dein Zeug, das funktioniert und es interessiert dich ehrlich gesagt einfach nicht mehr. Gar nicht mehr. Obwohl, jemand mal etwas Neues ausprobieren, schadet wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, aber dann Geht gehe ich neue eigentlich gerade einfach zum Beispiel zu den Flügerrouten über. Euronymph, okay, gut, okay. Genau. Nein, also ich würde dann Tendenz schon eher übersehen, irgendwo in die Staaten schauen, was halt dort Spannendes und Lustiges gibt von der Bestszene, wo
ja, fast alles von uns, die ganze Swimbait-Geschichte, Skirted Chicks, Chudderbaits, Spinnerbaits, es kommt alles von dort. Also schlussendlich, wenn ihr up to date seid, dann schaut, was übersee passiert und nicht bei uns in Europa. Weil wir hinken eigentlich immer hinten drin. Aber nichts jetzt, wo du gerade sagst, hey, das kommt... Ja, es gibt sicher das eine oder das andere, was spannend ist, Erzähl. wo mehr und mehr gefischt wird, aber wenn wir gewisse Sachen einmal den Ball flach halten, das muss gar nicht jeder wissen. Okay, Es muss ja spannend bleiben. Ist mal eine vernünftige und klare Ansage. Absolut, absolut. Ja, bei mir, ich bin überhaupt nicht der Tackle-Nerd. Also bei mir ist alles wirklich 0815 hure klassisch. Fischen, ich glaube, seit eh und je immer das Gleiche. Fisch ist noch der Copito. Nein. Eben. Also dann bist du schon mal nicht mehr 0815. Ja, gut, okay. Gut, okay, ich habe einfach mein Sortiment, wo ich weiss, das funktioniert und gut. Ja, aber was ich einfach, und das, vielleicht bin ich da auch wieder hure hinten drin, was ich aber so gesehen habe, es geht eher wieder mehr Richtung hochfrequent Köder, so mehr vom Volumen wieder weg, schlankere Köder, länger, eben hochfrequentiger. Kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert, vor allem so auf Zander sicher. Vor allem jetzt, wenn wir Richtung Holland gehen oder so, wo es vermehrt Zander hat. Ja, das ist so das, was ich beobachtet habe. Das ist etwas Einziges, weil ich bin wirklich auch nicht up to date. Ich kann in meine Kiste reinlangen und habe immer noch das wie vor x Jahren. Und ja, es funktioniert immer noch, erstaunlicherweise. Auch schön, auch schön. Also ihr verfolgt auch gar nicht so, was ist unterwegs ist. Du hast gesagt, ein bisschen in den Staaten nennen oder so. Ja, genau. Aber es interessiert euch ja gar nicht so, was grosses Ziel Nein, ich bin wirklich der, der einfach die Natur schätzt und das Fischen und das draussen sein. Und bin eher so der dann neue Führungsstil und neue Rigs oder so ausprobiert. Oder einfach dort mal vielleicht noch irgendetwas ändert, bevor ich irgendwie einen anderen Köder ausprobiere. So. Also wir haben schon wirklich wilde Sachen miteinander postelt. Ja, Bevor absolut. wir angefangen haben, Flüge fischen, haben wir gedacht, ja, wir probieren das an der Spinnerroute. Und dort sind ganz wilde Sachen entstanden. Ja, eigene Rigs entworfen. Ich kann nicht erzählen. Ja, aber wir haben den nicht gefangen. Ja, gut, okay. Dann musst du es keiner erzählen. Jetzt wollte ich gerade sagen, für meine Challenge, die ich da noch habe, stimmt, ich muss ja. ein eigenes Rig erfinden und mit dem noch Fisch fangen. Ja, aber das kann ich mich ist schon etwas bei im euch Kopf, melden. hast du gesagt. Ja, wir können es vielleicht Ja, ich hab's im Kopf, upgraden. ja. Ja, vielleicht können wir es upgraden, Okay, das ist funktioniert. Ja, ja. gibt einen Feinschliff Kannst du noch mir sagen, geben, in welche ja. Richtung dass es geht. Dann können wir vielleicht zusammenlegen. Okay, ja, genau. Das miteinander noch zu etwas werden. Vielleicht sagen sie dann auch, hey, das haben wir auch schon gemacht, das kannst du vergessen. Ja, genau. Ja, das wär Können wir gut. kein Patent anmelden. Ja, genau. Ja, bei uns ist eigentlich schon so, wir sind wirklich auch an den Turnieren, ist so die eine Kiste, die können wir miteinander herstellen und es ist egal, ob er oder ich das fischen, wir haben jetzt Vertrauen, das funktioniert. Und dann gibt es so gewisse Sachen, dann nehme ich einmal Köder für, bestelle ich eben von Amerika. Dario, bestellst du für mich einfach auch mal mit, der weiss einmal gar nicht, was er denn da für Köder hat. Ich habe es nur getestet, für ihn habe ich es mitbestellt, ich habe es dann doch nicht so cool gefunden. Und er dann irgendwann so, ja, gut, du hast mir die Kiste zum Weitergeben für jemand anderen, aber nie auspackt. Aber dann kommt ab und zu ein Köder, der sieht aus wie ein Herdöpfelsack und der sich liefert nachher einfach. Ja. Haben wir auch schon Ja, erlebt. ja, ganz wild, ganz Das wild. ist ja geil gewesen. Ganz Ja, wild. und sonst so ein bisschen nebst Köder und so, jetzt sind wir tief Köder eingegangen, sind wir halt mehr beim Bootsbereich unterwegs, aber dort gibt es jetzt nichts, wo ich muss sagen, hey, Rocket Science. Du hast doch vorher noch irgendetwas gesagt, du kommst noch drauf zu, beim Intro, wegen einem neuen Boot oder etwas. Nein, ich glaube, er hat dort eigentlich mehr darauf ansprechen wegen dem Ambassador. Ah, genau, stimmt, ja, richtig, stimmt, danke, merci. richtig. Genau, das Ja. ist es, ja. Ambassador, genau, nicht neues Boot. Ja, Ja, genau. der zweite Ambassador bei Finnwald hockt neben mir, das ist der Kevin. Genau. Gratulieren. Genau, ja, Danke, das ist danke. seit dem Jahr auch Ambassador bei Finnwald. Ja, Wir haben auch zusammen das Boot dann. Mit dem werden wir, sofern alles klappt, alle Turniere durchfischen. Und ja, sind gespannt drauf und freut uns. Ja, sehr geil. Cool. Hey, jo, dann mache ich noch schnell meine News. Die erste ist schon ein bisschen länger seither. Westin hat neue Auflagen von Shirts und Hoodie gebracht. So mit dem Swim und mit der Crow drauf. Sieht auch sehr nice aus. Für die gerne Fischersachen am Wasser tragen. Schaut euch mal die Sachen von Westin an. Dann hat Fischerparadies in Kooperation mit Stucki Habe ich eine gesehen. Route rausgebracht. Genau. Für Spoons. Extra für den Lungersee, oder? Habe ich gemeint, Ja, genau, dass es extra so für viel- Lungensee. Ja, Heisst, genau. glaube ich, irgendwie auch Fischerparadies, glaube die Route, Ja, wenn ich nicht... das weiss ich. Ich so habe nur richtig den im Kopf Post habe. schön gesehen. Genau.
Hebeisen macht einen Spinnfischerkurs am 10. Mai. Für die mal ein bisschen das Handwerk vom Spinnfischen wollen, noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil wir haben doch ab und zu noch recht viele Zuhörende, die also neu Fischen eingestiegen sind. Schaut euch doch mal den Kurs an vom Hebeisen. Dann hat BKK neue Caps rausgebracht. Hast du die gesehen, Nico? Natürlich nicht. Dann können wir nicht diskutieren. Ihr verfolgt keine News, kann ich mich auch nicht fragen. Aber ich finde, müssen Sie nachher mal anschauen, bei BKK, die sehen ein bisschen aus wie die von Fish Explorer. Also so mit dem Hecht drauf. Ja, so mit dem Hecht auch in Gel und mit dem Egli vorne drauf in Gel. So ein bisschen, so, also recht an dem angelehnt. Mir ist es einfach so zuerst so ein bisschen reingekommen, als ich die gesehen habe. Ja. Nicht mich wunder, wer von der Community auch das so gesehen hat. Bin ich gespannt. Das wären meine News gewesen. Gut. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, für uns zum entspannten Teil. Genau. Zum Thema. So, jetzt sind wir unsere Gäste löchern. Wir sind ready zum gelöchert werden. Ja, hey, ich habe mir da ein paar Fragen notiert. Super Sache. Du auch? Nein. Bist gut vorbereitet? Ja. Super. Du gibst einfach deinen Senf dazu. Dem Richtig, so mache ich es. Perfekt. Ich bin auch dabei. Genau. Ja, das ist gut. Also, hey, ihr habt ja... Ihr seid ja an der WPC, an der World Predator Classic gewesen. Und haben ja dort sensationellen ersten Platz erzielt, wie wir auch im Intro gehört haben. Was ja eigentlich, ich sag jetzt mal, niemand außer die Familie geglaubt hat. Erstaunlicherweise, ja. Wie fühlt ihr euch? Ja, immer noch gleich wie vorher. Es ist, wenn man zurückdenkt, ich glaube für beide noch recht unrealistisch, wenn man mal Bilder und Videos und so wieder anschaut. Und es ist einfach wie alles in einem Film abgelaufen dort. Also es ist so, ja, surreal. Mega geiles Feeling gewesen. Einfach auch zum nur schon gesehen, oder was wir für Fische dürfen fangen überhaupt. So. Und wir haben mega Spass gehabt während dem ganzen Turnier. Absolut. Und dass am Schluss noch irgendwie das zum Sieg gelangt hat, ist ja, unglaublich. Jetzt ist es schon ein Zeitchen her. Können Sie jetzt so ein bisschen, ist es jetzt ein bisschen gesagt oder ist es jetzt ein bisschen angekommen, was ihr geschafft habt eigentlich? Ja, ich würde sagen, rückblickend könnte man wirklich meinen, wir hätten einen Film von dem Ganzen gesehen, wenn man die Bilder und die Videos sieht. Also klar, wir sind da gewesen, aber so präsent ist es irgendwie überhaupt nicht. Ja. Also kommt es gar nicht so an. Es ist immer Nein. so, als wäre das ein anderer Kevin gewesen. Ja, schwer zu sagen, schon eher, ja. Also wenn du alles in den Rückblick anschaust, hey, das sind wir da drauf, Bro. Ja. Das ist geil. Schon immer noch ein bisschen das Feeling da, ja. Ja, es ist immer noch geil, also wenn man zurückdenkt, das ist wirklich Voll, immer noch voll, so mega. crazy. Mhm. Das finde ich voll schön, dass das so sagst, dass du nicht sagst, ja, jetzt so ein halbes Jahr Ja. später. So. Ja, genau. Easy, wir haben Jetzt ist es abgehakt, wir haben Ja, jetzt das genau. gewonnen und so. Nein, Das ist immer so krass, das ist immer noch Ich komme da. immer noch Gänsehaut über ab den gewissen Videos, die ich schaue, wo ich denke, so, hey, also wirklich, Bild, ja. Da gewisse nice. Lieder, Ja. wo Emotionen gerade so führen kommen. Ja. Ja, geil. Wie kommen wir zu der WPC? Kann man sich dort einfach anmelden? Ja gut, ich bin schlussendlich dann über BFE reingekommen. Über BFE bin ich wegen dir gekommen, Kevin. Genau. Ja. Aber ihr habt ja noch zu mit BFE? Nein, das können wir sonst nachher schnell, aber jetzt einfach, wie wir zu der WPC gekommen sind. Die hatten ein paar Slots gehabt und wir haben dann irgendwann, also du bist vorher schon mal gewesen? Ich Also, bin schon nein, wir gewesen, sind gleichzeitig sind wir das erste Mal gewesen, das stimmt. Ich war vorher schon mal gewesen, aber nur Gestartet sind wir gleichzeitig, ja, mal. Aber nicht miteinander, das erste Ja. Mal, genau. Ja, Das war ja. das zweite Mal, gewesen, wo wir gefischt haben, dann miteinander. Und ich war eigentlich auch Aushilfe gewesen, respektive einer ist abgesprungen, dann bin ich mit dem Pfund das erste Mal auf dem Boot gestanden und ich habe ihn eigentlich gar nicht wirklich gekannt. Ich habe nie mit ihm gefischt. Geil. Ja, es war mega cool gewesen, mega geile Erfahrung, ja. Und so bin ich dort reingekommen. Ja, und jetzt für dieses Jahr haben wir einen Platz bekommen für den Titelverteidiger. Start Nummer 1, das ist gestellt worden und so dürfen wir wieder mitmachen, genau. Auch, da kommen wir gerade noch auf BFE retour, auch wenn wir nicht mehr bei BFE sind, ja. Wir sind dann die letzten Jahre dort austreten, aus diversen Gründen. Ich glaube, muss man da jetzt nicht unbedingt erläutern, das ist ja gut. Ja, aber freut uns sehr, jetzt treten wir für Finnwall Schweiz an das Jahr, ja. Auch Geil. wieder mit Nummer 1. Oder? Nummer 1. Geil. Ja. Stark. Das haben wir uns jetzt verdient, das Nummer Ja, 1. sicher, eben, ja. Logisch, natürlich, hoffentlich auch.
Wie waren so die Vorbereitungen gewesen für die WPC? Übel. übel Scheiße. Also wo ihr vom Fischer-Wochenende am Murtensee erzählt habt, etwa so war es während dem Training an der WPC, aber schlussendlich auch klar, wieso das so war. Wir haben glaube recht gut Borst trainiert. Das andere haben wir gewusst, das haben wir im Griff, funktioniert. Dann haben wir schon ein bisschen mit Anteisen geklappt und dann sind wir eigentlich wahrscheinlich eine Woche lang am Hechtfischen gewesen. Und wir haben, glaube ich, 2 Hechte gefangen in, ich weiß auch nicht, wie viele Stunden dass wir auf Hecht geballert haben. Ja. Also ich habe mir vorher noch ein Scoreboard angeschaut, so als Vorbereitung, und es ist eigentlich schon erstaunlich, ein 93er Hecht für den Sieg, wenn du so willst, oder? Jeder Fullcard rein, ja. Ja, ihr habt ein Hecht am ersten Tag mit 93 cm, Tag 2, Tag 3 kein Hecht. Und das ist eigentlich gelangt. Ist eigentlich schon verrückt. Also weißt du, wenn du denkst, ist zwar 93 ist eine schöne Größe, absolut, also, aber es gibt andere, die 2, 3 Hechte haben, oder? Gut, du brauchst nur ein Hecht. Ja, natürlich. Ja. Und die sind ja bei den Zander stark gewesen am ersten Tag mit 232 cm, die wir dort hatten. Und bei den Egli sind die ja auch nicht schlecht gewesen aus dem letzten Tag. Am letzten Tag haben wir, glaube ich, 82 Punkte gehabt bei den Egli. Und ich nehme an, Egli ist ein 40er und vielleicht ein 42er oder etwas. Ich weiss es nicht. Haben wir nicht mehr gehabt am letzten Tag? Wir haben schon 3 Egli gefangen. Ich glaube, am zweiten Tag haben wir nur 2 Oder Egli am zweiten Tag. Es ist recht lang gegangen und wir sind ja, stimmt, Day 2, genau. Also am ersten Tag 232 cm Zander und 132 cm Egli. Und am zweiten Tag 204 cm Zander und 82 cm Egli. Am dritten Tag haben wir 132 cm wieder gehabt, Egli. Und 225 Zander. Aber einfach ein 93 Recht, ich dachte, wow, ist okay, ist geil, wenn es lange ist. Hör auf. Also man muss dazu sagen, man kann grundsätzlich fast nicht irgendwie mit dem Livescope-Deko Hecht suchen und Hecht shooten. Also das sind geworfene Hechte und ein geworfener Meter ist immer noch sehr viel wert. Ja. Ja, und du brauchst halt auch alle Fische, gell? Ich glaube, die Schwierigkeit ist, 3-mal hintereinander Fullcard zu arbeiten. Haben wir nicht geschafft, ja, klar, eben. Super Glück gehabt, dass es irgendwie gelangt hat, darum sind wir selber noch mega erstaunt. Am ersten Tag, also ich hätte gesagt, mit so einem Scoreboard, das wir dort angelegt haben, hättest du wahrscheinlich am engen WPC-Turnier Platz 1 gemacht. Also ihr sind ja hier schon auf dem ersten Platz am Tag 1. Dort haben wir ja souverän geleistet, mit 457 Punkten oder 457 cm insgesamt, oder? Das ist natürlich genial, also kann man gar nichts sagen. Am zweiten Tag hat es euch natürlich grausam zurückgehauen auf Platz Nummer 20. Und am dritten Tag, wenn man nur den dritten Tag anschaut, sind wir auf dem dritten Platz gewesen, oder? Ich denke, wenn dort wahrscheinlich der fehlende Hecht noch gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich auch grob anders geworden. Also. Ja, aber eher im Negativen für uns. Also, es war ein Sturm, der frühzeitig, ich glaube, 2 oder 3 Stunden weniger uns die Zeit gegeben hat eigentlich. Und wir hätten zwar die 2-3 Stunden noch Zeit für den Hecht, aber dort ist ich weiß nicht, ob um 12 oder um 1 ist fertig gewesen, und es wäre bis um 3 gewesen. Wir haben eine Stunde früher gestartet, weil es so war. Und dann haben wir halt 2, ich glaube, eins war abgebrochen gewesen. Dann, eigentlich hätten wir noch 2 Stunden Zeit für Hecht und sind bereits schon dran gewesen, nur auf den Hecht am Rühren. Und wir haben genau gewusst, wenn der Jelle de Jong in diesen 2 Stunden Hecht fängt, sind wir weg. Und dann überholt er uns. Ja. Da hat einfach das Wetter ist unser Glücksbringer gewesen, ja. Aber da sieht man, dass Jelle de Jong seinen Hecht nicht fangen konnte. Ja. Pech und sagen gleichzeitig, das so ist willst. Ja, genau. Vielleicht hätte es ja bei euch getatscht mit dem Hecht. Weiss man nicht, ja klar. Aber wir sind dort schon recht am Bammeln gewesen. Dass, also wir sind fast schon drauf am Hoffen gewesen, wenn wir ehrlich sind, dass das Turnier abgesagt wird. Wir haben nicht gewusst, wo wir stehen. So. Ja. Jetzt sind wir vorhin bei der Vorbereitung gewesen, wir sind schon ein bisschen in die Tage hineingerutscht. Aber mich muss noch so wundern, ich habe vorhin gesagt, hey, ihr fischt jetzt das erste Mal das Turnier zusammen. Wie muss ich mir das so zwischenmenschlich so vorstellen? Du, Kevin, hast wahrscheinlich Spots gehabt, du, Dario, hast Spots. Wie habt ihr euch da gefunden, um zu sagen, hey, das sind die Spots, die wir anfahren, oder dann eben auch nicht? Nein, der Spotguide ist eigentlich der Kevin nochmal. Ja. Ich habe relativ wenig Spots dort eingebracht. Ich bin glaube das 3. Mal dort in Holland am Fischen gewesen. Und darum habe ich nicht gross etwas kennt, die Region nicht, und darum dort bist du mehr. Ja, ich habe eigentlich Vorschläge gemacht. Wir sind dann, wir haben den Spot angetestet, gefühlt, passt der beiden, das wäre etwas. Sonst hätten wir noch das in petto, dort könnten wir schauen. Und ich habe es so wie offengelegt, weil ich
du weißt, du hast deine Spots, du gehst ran, du hast Vertrauen. Aber das Vertrauen hast du erst ab dem Moment, wenn du vielleicht einmal merkst, es zupft auf der anderen Seite. Oder da habe ich mal einen Biss gehabt. Oder mal einen Tock. Und dann ist es so, okay, gut, dort hat er auch sein Vertrauen. Jetzt hat er auch mittlerweile natürlich seine Ecke, wo er genau weiss, die führen ran. Meine Hecht-Krautspots, wo einfach das Kraut irgendwie schon ein bisschen abgefallen war und verschlimmt und nicht mehr gut, habe ich natürlich unbedingt rühren auf Hecht im Kraut, Krautfelder und alles gesucht. Hat der natürlich dann gar kein Vertrauen bekommen, weil nichts etwas kam und ich hätte stundenlang rühren können. Aber dann war irgendwann so, ja gut, wenn sie nicht im Kraut sind und kaum Kraut um ist, müssen wir all die Kanten schicken. Also das war der einzige Moment, wo ein bisschen Spannung aufgekommen ist. Dort ist mal spannend. Gut, ist klar, Er hat gesagt, wir müssen das hure Kraut rühren. Und ich gefühlt habe, weiss auch nicht, schon 24 Stunden am Kraut rühren, es ist einfach kein Hecht rausgekommen. Nein, so mal, da sind sie. Irgendwann war so, Bro, ich glaube, wir müssen irgendetwas anderes machen. Ja. Aber ja, und sonst, wir kennen es ja miteinander fischen. Wir sind so in verschiedenen Ländern gewesen, ich weiss auch nicht, wie viele Stunden auf dem Boot. Also das, ja, ich glaube, sind, wenn alles zusammenzählt, Monate. Ja. Und darum, es war wie nichts Neues gewesen, um dort zu fischen. Jetzt verschiedene Spots und so. Es ist wie, ja, als würden wir sonst fischen. Wir haben auch wirklich den riesen Spassfaktor gehabt. Es ist weder Hektik noch Nervosität noch irgendetwas aufgekommen, aber auch, wie wir eigentlich mit null Erwartungen gegangen sind. Und, ich glaube, das Ziel war mal, einen Tag mal unter die Top 10 zu kommen. Ja, also cool wäre gewesen, hätten wir gesagt, wenn wir mal den Tagessieger machen. Und Ja. den haben wir dann am ersten Tag einfach schon gemacht. Ja gut, dann hätte er heimgehen. Das wäre die andere Variante gewesen, ja. Haben wir uns auch kurz überlegt, wir sollten ihm aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, komm jetzt. Nein, das kannst du nicht Ja, wir haben sogar den Gedankengang gehabt. Tag 2 am Abend, Overall-Ranking 4. Platz wäre es, glaube ich, dazu mal. Und sie haben nicht gewusst, ob wir überhaupt noch starten wegen dem Sturm. So, ja, ich würde 4. eigentlich, glaube ich, unterschreiben. Ja. Ist so der Gedankengang. Ja, logisch, ja. Und aber irgendwie dann auch so, doch nicht. Also du bist so hin und her gerissen. Im Moment denkst du schon mal so. Ja. Aber haben ihr gleich so die Arbeitsteilung oder nimmt jemand dort mehr die Verantwortung? Ich frage jetzt so, weil ich glaube, Aschis haben uns das erzählt, dass sie oder auch der Aschi und der Geier haben immer so, der ist für das verantwortlich, der andere ist für das andere Ja, verantwortlich. der Peter und der Ralf, die haben das so gemacht. Der Peter hat die Hecht geholt mit dem Müsli übers Kraut. Genau. Und der Ralf hat den Zander geholt, der Kante vertikal. Oder? Mhm. Habt ihr das auch bei euch so? Also grundsätzlich haben wir eigentlich schon unseren geregelten Tagesablauf, der so gestrickt ist, dass immer ein Miteinander ist. Also machen eigentlich beide meistens das Gleiche, weil wir wissen, wenn etwas funktioniert und wir haben es ja trainiert und es so am besten geht und wir effektiv auf eine Spezies fischen, ziehen wir auch durch. Und dann ist halt mehr so ein gewisses Fenster, wo wir sagen, miteinander ziehen wir durch. Und wenn wir in einem gewissen Fenster aber dann das nicht geht, dann ist dann halt schon mal so, gut, wir sind in einer Flachzone. Kratzt du weiter Carolina vor der Kante ab, ich versuche mal twitchen. Aber wenn beim einen siehst, okay, beim Twitchen kommen, jetzt hat der andere auch Twitch in der Hand und dann twitchen wir sie zusammen oder wir kratzen sie zusammen. Mehr so. Ja, aber, also grundsätzlich bist du, also wenn wir von vorne anfangen, ist so, ich bin eher der Driver und du bist eher der navigiert. Ich glaube, so ist schon mal mehr der Start. bezogen. Genau, und nachher, wenn wir dann draußen sind, ist, wir starten eigentlich meistens gleich. Ich bin dann der das meistens länger durchzieht. Und der Kevin ist der experimentiert, was auch hure gut ist. Was wichtig ist, genau was enorm wichtig ist. Das macht es mega aus. Ja. Und ja, so führt dann das eine zum anderen. Logisch, bei dem, was beißt, jetzt steigst du dann um. Genau. Ja, zum Thema Navigieren ist vielleicht noch so, Haringsfleet ist halt so ein bisschen das Thema von wegen Vollgaszone, 20 km/h, 9 km/h Seite, 20 km/h Seite gibt dann Karten in dem Sinn, was verteilen und wichtig, dann werden der grösste Fisch abgezogen. Wenn man dort im falschen Moment noch zu lange Gas gibt, ja. Ah, wirklich? Und du willst gleich alles rausholen. Du willst bis zum Schluss Gas geben, Ja, wie logisch, jede Sekunde logisch, zählt. logisch, Dann ja. musst du dir vorstellen, das ist wie beim Rallye-Fahren, einer fährt und der andere navigiert. Dann ist es einfach Kurve 3 und volle Lotte und jetzt musst du auf Klötz. Aber das ist nur, wenn sie verwutschen, oder? Nehme ich an. Das ist so, aber du hast GPS-Tracker drauf. Ah, okay. Und die sehen, wann, wie, wo du, wenn Okay. außerhalb von der Zone fischst, sehen sie auch und wie schnell das fährst, Geil, etc. habe ich gar nicht gewusst. Finde ich aber Ja. noch geil, finde ich noch... Also dann sagst du effektiv an, wie schnell der Dario fahren. Ja, ich habe die Navigationskarte vor mir und dann siehst du auf Via dem iPhone GPS, tatsächlich oben im Eckli schön 20 oder 9 oder okay. halt offen und dann ist wirklich da Mittelharnis bis die Spezie jetzt einfach wirklich was Bock kann. Gib ihm. Ja. Und jetzt da, zack, bumm, Vollbremse, wir dürfen nur noch 20. Ah, scheiße. Ja. Okay. Okay, Spannend. geil. Ja, das habe ich jetzt noch nie gehört. Irgendwo. Ja. Das ist Ich etwas habe nicht zwischen gewusst, dass- Hennen und Fisch. Aber ja, okay. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Zonen hat, ein Gewässer eigentlich. Das ist
Ja. Das ist Haringsfliet. Ja. Auf welchen Gewässern ist die WPC? Ja, also der Start ist gerade eigentlich fast oben am Stellendamm, also Haringsfliet ganz zuoberst. Und dann sind es dann doch mal schnell 20 Kilometer bis an die HD-Brücke runter, wo aber bis und mit nach der Industrieinsel, wenn euch das etwas sagt, Keine Ahnung, ich bin noch nie da dort recht weit durch quasi neues Hollands-Deep reingeht. Also ein grosser Teil vom Hollands-Deep und das ganze Haringsfliet und sogar noch die Mündung in die Spui rein, dort so im Fluss, aber es sind nur vielleicht Kilometer, irgendwie so. Ja. Okay. Also eigentlich doch, ich sage jetzt mal die 2 Hauptgewässer, wenn du willst, oder? Ja, Also der Hollands-Deep Falkarack und ist natürlich Haringsfliet. noch, aber 2 von 3, ja. Ja, Ja, gut, davon, ja, das stimmt, ja. Okay. aber er ist in dem Sinne auch nicht so verbunden, dass unter der Brücke kannst du ins nächste Gewässer schliessen. Ja. Was muss ein Boot können, um so einem Turnier mitfischen? Also, ich meine, ihr habt ja doch, das Boot, wo wir einen Podcast drauf hatten, war ja auch nicht das kleinste, das tiefste Boot gewesen, sondern es ist ja eigentlich, also, es ist ein geiles Boot, würde ich sofort nehmen, natürlich. Ja, was muss es können? Was sind so die Anforderungen an so ein Boot? Ich meine, kannst du nicht einfach mit der Aluschale gehen und sagen, ja, jetzt habe ich da... Ich habe jetzt eine 3,90 Meter... Ich habe jetzt eine 3,90 Meter Aluschale mit einem 20 PS dran, oder? Also, Ja, weißt du, wenn du schon ein bisschen... Motor wahrscheinlich, ja. Aber vom Boot her hat es wirklich derige, die sind mit so Boot am Start gewesen. Also ich habe 2 ältere Herren gehabt. Die haben zwar kein Soloboot gehabt, das war eine GFK-Schale, aber ich würde sagen, die ist Nicht grösser als ein Pedalo. Nein, wirklich so. Nein, ohne Scheiß. Es war wirklich etwas Pedalo gewesen mit einem 40 PS Motor dran. Okay. Und kommt immer auf die Ansprüche drauf an. Also das erste Mal, dort, wo wir das erste Mal den Podcast am Finnwallstand gemacht haben, haben wir es auf einem kleineren Boot gemacht. Das wüsste ich im Fall nicht mehr. Ich wüsste nicht mehr, was wir dort für ein Boot hatten. Ja, auf jeden Fall relativ klein gewesen, eines von den kleineren Finnwall. Mit dem habe ich das erste Mal die WPC gefischt und das ist auch tiptop gegangen. Ja. Das funktioniert auch. Ja. Da ist halt mehr Komfort. Definitiv, das ist ja so. Aber ich sage, Motor ist mega wichtig, aufgrund von Wellen, Sturm und Wind, also einfach sicherheitstechnisch. Es geht nicht mehr darum, um der Schnellste zu sein, sondern einfach im Ernstfall schau, dass du irgendwie noch wegkommst, ohne dass die verblasen. Und Stabilität und Sicherheit. Also ich sage jetzt einfach, schau, dass dein Boot verhebt, elektrisch wie auch der ganze Motor etc. Wie wenn du Pech hast, bist du dann wirklich aufgeschmissen dort. Ja. Ja, du siehst halt auch bei diesen vielen flachen Bassbooten, Nitros, Tritons und was alles rumfährt. Bei Wellengang, wenn die am Anker sind, die löffeln in der Regel rechts Wasser vorne nie. Ja, das glaube ich. Das ist auf Freibord schon auch schön. Gut, aber das ist ja alles mit den Bilgen eigentlich kein Problem mit der Pumpe. Mal, die haben meistens kleine Bilder drin. Also wirklich? dort kommt so viel Wasser rein, du siehst schon mal vor dem Start, also vorletztes Jahr am Start, da hat es so Wellen gehabt, die haben wir nachher den Start verschoben. Aber dort sind alle am Rausschöpfen gewesen. Ja, wirklich? Ja, wirklich. 50% der Boote sind fast untergegangen, weil sie so Wellen gefressen haben. Ja, und dann kommt die Bilder nicht mehr vorwärts. Aber es war geil gewesen, zum Schauen. Ja. Oh, crazy. Ja, die klassischen Bassboote halt, gell? Ja, ich finde es mega geil. Ich finde es wirklich cool, aber ja, das ist auch Fluch und Sagen, gell? Ist irgendwo der Nutzen noch, oder? Also, eben, das von Michael, wo du so drauf geguckt bist, der hat eine brutal hohe Bordwand gehabt, habe ich das Gefühl. Wenn du schaust, was hat er gehabt? Das Pike Hunter, glaube ich, vom B1. Und wenn du schaust, so ein klassisches Nitro-Bassboot, das hat ja kaum, wie sagen wir dem? Freibord, genau, danke. Dort machst du so und da hast du halt im Wasser, oder? Und bei Michael musst du dich wirklich drüber reinlehnen, um den Fisch zu können. Genau, ja, richtig, oder? Finde ich schon geil. Das ist ja irgendwo ein gewisser Sicherheitsaspekt, oder? Also, definitiv, sehe ich auch so, ja. Kennt er zwar Boot wahrscheinlich nicht, wenn, dann geht es so unter, flach. Ja. Wenn sie vollgefüllt sind, aber ja. So. Wie war das Feeling am Turnier? Mega geil, Hammer. Also ich weiß auch nicht, irgendwie so eine innere Freude gehabt. Einfach wie halt immer, wenn du fischen gehst, gell? Kennst du es? Du kannst kaum schlafen, wie ja geil, jetzt geht es zum Fischen und ist schon Zeit zum Aufstehen, Jetzt geht es los. Also das ist am Turnier auch mega. Ein bisschen mehr Spannung, glaube ich. Ja, ich sage, wir brauchen aber beide auch den Competition-Modus und dann kommen wir irgendwo so in unseren Weg rein und dann funktionieren wir einfach und irgendwo fängt uns das, glaube ich, beiden einfach auch mega. Haben Sie so ein Ritual? Eben, ich schaue keine YouTube-Videos, wo es ums Fischen geht, bevor ich fischen am nächsten Tag. Und ich muss davon immer offen haben, wenn ich am Fischen bin. Haben Sie auch so ein Ritual? Ich wüsste nicht was. Ich voll auch nicht. Musik?
Also Ja, wir haben das einmal ist- einfach das ein ist so. Megafest auf dem Boot. Das Ohne ist Musik, mehr so, ohne Musik. Und und wir nicht. Also so voll dem, Partymusik, oder was? nein, meistens lässt man sich Also das kann quer durch alles, das kannst du dir quer gar nicht durch. vorstellen. Viel Hip-Hop. Ja, Und wir sagen dann, man muss, die Vibes musst du über die Schnur runterlassen. ja genau. Das ist solches Ding. Ja. Das wäre mehr so unser Ding, ja. Okay. Das ist wieder mal so der Moment so, Bro, wir haben gar keine Vibes, aber Ja. die Musik Leute. Okay. Aber wenn Händler am Turnier denkt, hey, Molles könnte eigentlich doch für den Sieg langen. Wann ist der Moment eintreten? Ist der überhaupt eintreten? Also, weißt, Das war auch, ein Auf und Ab gewesen. Am letzten Tag am Morgen, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich glaube, du am Zander suche ich das Handy mal in der Hand. Ich denke so, Dario, eigentlich, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass die jetzt da abbrechen, würden wir gewinnen. Ja. Und das ist uns bis dahin null bewusst. Das ist uns gar nicht so bewusst gewesen, ja. Wir haben gewusst, wir sind gut dabei, aber dass wir das Ding noch reissen können. Nach dem Haben wir zweiten gedacht. Tag haben wir gedacht, Ja, und dann hat die Frau von meinen Excel-Tabellen irgendwie neu mit von Rheinland-Booten, glaube gesehen und die runtergeladen und dann hat sie 12,59 hat sie geschickt mir auf Platz 1 und am 1 war Abbruch gewesen. Aber das gibt ja dann noch die gehen dann nachher noch Fisch nachreichen. nachreichen, Ja, Sachen, ja, die ja, ja, funktioniert haben. ja, Da ja. sind wir dann dort auch zurück. Ich weiss gar nicht, ob wir schon auf die Story überwähnt. Der Jelle, der Junge, dort irgendwie mega putzhässig ins Oh, Büro ja. rein und irgendwie, das funktioniert nicht so, aber alles auf Englisch und das ist nicht gut und das passt nicht und ist dort irgendwie am Diskutieren mit diesen Leuten dort und wir haben schon gedacht, da ist irgendetwas komisch, Ja, oder? ja, Vielleicht eben, weil wir jetzt da oben sind und passt da nicht, aber ist dann eigentlich nur gewesen, weil die am Morgen untereinander Streit hatten. Die sind irgendwie, als wären zum Zürichsee am Welcheln und alle Boote aufeinander. sind so Mögli-Fische Sind sie gewesen, aber Mögli-Fische wirklich, gewesen? wirklich 10, viel. 15 Bob ineinander. Und sie haben einander dann noch Köder angerührt, über Boot hinein, so Ja, putzhässig sind. Aber ja, lustige Story, ja. Ja, eigentlich ist es nur um das gegangen. Okay. Haben wir nachher mitbekommen. Ja, okay, gut. Ja, Auf jeden Fall, wir haben ihn dann gefragt, ob er seinen Hecht gefangen hat. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann ist es wie klar gewesen. Ja, ja. Rein, Ja, also wenn das nichts schief gelaufen Ja, er ist. hat uns dann so gratuliert, so nein, so quasi, ihr habt das Ihr Ding habt- gemacht. ja, ja, ja. Okay, geil. Wie fühlt man sich in so einem Moment, wenn so jemand dir sagt, Ja, gratuliere, ihr habt es geschafft? so ein Jelle, der Jung vor dir steht, so, I think you made this. Denkst du so, ist es jetzt wirklich so? Es ist ein Kribbeln da, so eine Unsicherheit irgendwie, wie ich halt den Rücken durch ab, so zwischen Freudezustand und ich kann es noch nicht Panikattacke. glauben, ist es wirklich. Also, Ja, es ist eine wirklich. komplette Unsicherheit, bis am Abend vor der Bühne aufgerufen wirst und einfach siehst, der erste Platz, also der zweite ist eigentlich aufgerufen worden, du bist es noch nicht gewesen Ja, und dann wirst ja. du dann aufgerufen. Geil. zum Das ersten ist Platz, der ja. wildeste Moment. Wie sind die Feelings dann? Krass. Was Also- geht durch einen durch? Hey, ich kann von kaum können. Ich kann hure. Das ist einfach funktioniert. Ja, aber so irgendetwas zwischen super unreal, zittern, weißt nicht, ob sie sprühen, hure emotional. Alle vier jetzt richtig rundum. Auch die Schweizer, die da waren, sind hure geil. Muss ich auch sagen, der Voll. hat mir weit rumgehört, also ich habe es definitiv hure geil. Und ja, dort, ja, also kannst du es nicht glauben, bis am Schluss ist es ein riesen Besäufnis und Zeug und ja, das ist wirklich wild. Und nachher kommt er wirklich, also das habe ich geil gefunden. Nachdem wir auf der Bühne waren, hat es wie eine Reihe gegeben, angeführt von Jan Pusch, wo gekommen ist, gratulieren. Und dann ist wirklich ein Top am anderen Geil. geschüttelt und das hat mir mega imponiert. Ja, voll. Das ist mega Wirklich schön noch gewesen. Respekt gezollt worden. Mega, Ja. sehr, ja. Cool. Und nicht einfach, hey, das sind so zwei No-Names und wir gehen jetzt heim und das Ganze ist gegessen. Sondern wirklich mega schön gewesen mit den ganzen Gratulationen und so. Sehr Absolut, nice. Sehr nice. Spricht wieder mal für unser Hobby, finde ich nicht. Also wenn du jetzt da schon Hey, hörst, denkst du so, absolut. wo gibt es das ist auch, dass man eben jemanden abklatscht, den man jetzt nicht so kennt, wie man jetzt eben Jan Pusch, wie er gesagt hat, wo man so mega kennt aus den sozialen Medien, oder? Also finde ich mega Ja, schön. mega, ja. Ich Voll. habe nie mit dem gerechnet. Ja, wirklich mega cool gewesen. Cool. Geschlafen habt ihr noch nachher, oder? Ja, hure gut sogar. Ja, aber nach so einem Besäufnis schlafst du wahrscheinlich gut. Ja, es war ein strenger Tag, gewesen, klar. Ja. Du bist hure früh rausgefischt. Und die Nerven spielen logischerweise auch mit. Gell? Raubt dann noch Energie und dann nach dem Fest und allem drum und dran. Morgen sind wir wieder früh raus. Dann. Weg, oder? Ja, genau. Und dann ist dann recht schnell auf die Heimfahrt gegangen am nächsten Tag. Ja. Ja. Und dann sind wir in die Schweiz gekommen und ist dann noch etwas passiert da in der Schweiz, oder ist es so
Ja, wir haben so Kenntnis genommen, oder? Ja, es ist wirklich, also wir müssen sagen, wir haben es auch, glaub, sehr wenig promotet oder nicht so mega an die grosse Glocke gekämpft oder so. Nicht. Und darum, nein, ist nicht viel. Wir haben das wirklich, ich glaube, wir haben es selber nicht wirklich können glauben, wir haben es verdammt genossen, die ganze Einfahrt. Ich glaube, ein grosses Grinsen haben wir noch nie auf dem Gesicht gehabt, von Holland heim. Das ist wirklich wild so, gewesen, so wieder heim. Ja, und vor allem, weißt du, es ist so geil, wenn du rauffährst und dann witzelst noch so, ja, jetzt lassen wir dann das Boot dort, dann nehmen wir dann das andere, wo wir gewinnen mit und so Scheiß. Also, aus Witz. Und am Schluss ist so, ja, der Fahrer scheint so, ja, jetzt hätten wir wirklich beide können mitnehmen, aber das funktioniert nicht. Das ist geil, das ist schon geil, ja. Cool. Voll. Ja, das wäre es eigentlich so gewesen. Ich habe auch keine Fragen mehr. Gut. Für mich ist Würde ich... Ja, sorry. ja. Wir haben aber noch ein paar Fragen aus der Community. Genau. Du hast dich vorbereitet, gar nicht? Ja, logisch, ich habe extra einen geschrieben, Screenshot. Super. Hast du keinen gemacht? Nein. Hey, wir haben die eine oder Frage haben wir auch schon beantwortet. Unter anderem fragt der GGA 3AE2.Fishing. Also der Wushu. Der Wushu ist unser Lieblingsgast. Der fragt immer am meisten Fragen, finde ich sensationell. Mach weiter so. Eben, ob es einen Moment gegeben hat, wo er gemerkt hat, hey, jetzt habe ich ziemlich gute Chancen. Das haben wir ja vorher schon so ein bisschen gehabt. Aber er fragt auch, wie es aussieht mit dem Gameplan. Haben ihr dort den Gameplan am Abend vorher oder im Training schon bereits bereitgelegt, obwohl das Training ja entsprechend nicht so gelaufen ist, wie wir gehört haben? Wie sind ihr da vorgegangen? Mehr spontan Spotwechsel und Anfahrten aufgrund von bekannten Spots, die ihr kennt? Oder ist es so ein bisschen wirklich der Gameplan gewesen, hey, wir gehen an Spot 1, dort müssen wir einen Spotlog machen, wir fischen dort 15 Minuten, dann gehen wir weiter, dann machen wir Drift dort, dann machen wir Sepp, dieses, jenes. Wie ist es abgegangen? Ja, wir sind da eher eigentlich die Spots ausfischen. Wir haben die Spots, wo wir wissen, wenn das Fenster da ist, uns gerade verwünscht ist, Jackpot. Wenn es nicht da ist, es öffnet sich. In dem Zeitrahmen von 2 bis 3 Stunden geben wir dem Spot und machen einfach, um was bis dann kommt. Wenn wir früher fertig sind, kommen wir zu der nächsten Spezies. Aber wir haben schon einen ultra strikten Plan gehabt. Also wir haben wirklich, und wir haben ziemlich alles auf eine Karte gesetzt, müssen wir auch sagen. Das ist extrem, ja. Wir haben einen Barspot gehabt, wo wir gewusst haben oder daran geglaubt haben, dass es funktioniert. Das war dann auch so gewesen. Das andere haben wir gewusst, wo wir die shooten, hat auch funktioniert. Und beim Hecht haben wir gestruggelt, für das ganze Training auch. Und darum, den haben wir wirklich Freestyle gefangen. Absolut. Das ist so. Absolut. Aber sonst wirklich einen Plan voll drauf festgegeben, hat funktioniert und alles andere hat per Zufall noch mitgespielt. Ja. Aber da finde ich wieder krass, also die Nerven haben, am Turnier können sagen, ja easy, irgendwann geht das Preisfenster jetzt da auf. Ja, wir müssen auch sagen, es ist relativ schnell aufgegangen. Ja. Wir haben keine 15 Minuten gewartet, bis der erste Barsch kam und wir haben mit Barschfischen gestartet. Und da sind wir mal 3 Stunden auf dem Spot gestanden Das ist und so, nach 2 ja. Barstunden gefunden, jetzt gehen wir mal gut anders fühlen. Ich glaube, das musst du irgendwie können, die Nerven musst du können haben, weil sonst bist du permanent am Spot wechseln und die Spots sind nicht nur 5 Minuten Fahrzeit. Ja, und genau, du gehst genau dann, wenn das Preisfenster Ja, aufgeht, genau. etc. Und, ja. Ja, ich glaube, es braucht schon... Es gibt Also ich wüsste auch nicht, ob ich das verschiedene kenne. Strategien. Eben ja, das Ich wüsste auch nicht, ob ich das viel könnte, Selbstvertrauen, ja. um zu sagen, hey, wir stellen jetzt das aus, es kommt, Ja. es wird kommen. Ja. Ja, es gibt verschiedene Strategien. Eben die einen sind so Bojenhopper, sage ich mal. Du siehst auch mega viel. Dann fahren sie wirklich von einer Boje zu der anderen und tun ein bisschen dort die Löcher auszuschicken. Und ja, ich glaube, es machen es aber auch nicht mega viel so wie mir. Muss ich auch sagen. Ich sehe Nein. schon fast Ausdauer. alle rumballern wie verrückt. Ja. Absolut. Gut, das haben wir ja in dieser Folge gehabt, wo wir an der Messe aufgenommen haben und die YPC-Teilnehmer gefragt haben, die meisten bis auf jemanden, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, haben gesagt, Oh, da mag ich mich erinnern, den Podcast Ja. haben wir gehört. ja, eben, ja, aber die ersten haben immer gesagt, ausfischen. Und, stimmt, Enrico und und nachher Johannes, ist Dings gekommen, nachher ist der Simon gekommen. ja. Und der Ja, gesagt, das ist Spot-Hopping. klassisch deutsch. Ja. Hey, ihr müsst gehen. Werfen, wenn nichts kommt, weiter. Unbedingt weiter Strecke machen. Die nächste Frage vom Wushu, die finde ich mega gut und sehr überlegt, finde ich eine super coole Frage. Was ist eure wichtigste Entscheidung im Turnier? Unseren eigenen Weg gehen. Ja, ganz Uns klar. haben so ja. viel reinschnurren.
hey, und vor allem nach dem ersten Tag, wo wir dort den Tagessieg geholt haben, hey, mach das, mach dort läuft das gut und. Wer ist die andere? Ja, das ist ein Team-Ding, muss ich sagen, ist wirklich noch cool. Viel von BFE, aber auch viele andere Schweizer. Aber wir müssen sagen, wir sind da halt auch sehr offen gewesen. Wir haben auch alle unsere Spots etc. Ja, wir haben die Karte wirklich komplett auf den Tisch gelegt. Ja, darum es ist es für uns ist es miteinander gewesen, gell? Spassfischen. Wir haben ja auch nie irgendwie irgendetwas erhofft. Aufgrund von dem haben wir dann aber gesagt, also nein, das ist definitiv die wichtigste Entscheidung gewesen, eben dann wirklich an unserem Plan festhalten, weil wir sind mal kurz abgewichen, wo es geheißen hat, hey, dort ist super gut auf Zander. Haben wir dann eine richtige Cheese gelangt. Das ist so. Dann haben wir 1,5-2 Stunden verbrötelt für das. Ja. Und nachher haben wir wirklich gesagt, hey, wieder zurück in die Spur und dann hat es wieder funktioniert. Ja. Ich glaube, das war so der wichtigste Entscheid gewesen. Okay. Oder? Ja, absolut. Gebe ich dir recht. Dann, was habt ihr gedacht, wer eure grösste Konkurrent könnte sein? Also eben, wir haben es vorher immer gehört, die de Jong, aber gegen wer, mit welchen habt ihr gerechnet, die sich an der Spitze sind? Oder habt ihr euch da überhaupt Gedanken gemacht? Nein, null. Wir haben ja nie gemeint, wir haben ja nie erwartet, dass wir vorne mitspielen. Darum haben wir uns das wirklich auch nicht gedacht. Und es hat viele gute Fische dabei gehabt, wo ich jetzt im Nachhinein würde sagen, ja, da hat sicher 20 Teams, wo ich als wirklich, wirklich starke Konkurrenten gesehen habe. Respektive eben, ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir dort überhaupt mitspielen können. So ehrlich müssen wir definitiv sein. Ja, darum, nein, die Gedanken haben wir uns nicht gemacht. Aber es hat super viele starke Teams mit wirklich bekannten Fischern aus der Szene dabei, wo wir auch sind. Also weißt du, wenn du von denen stehst, ist es so, das ist wie ein kleiner Schulbub. Hey, geil, den ist schon 1000-mal auf YouTube gesehen. Jetzt fischst du so quasi mit dem oder gegen den, was ja schon hure geil ist. Und ja, wenn du dann noch gewinnst, ist es so ja unglaublicher Moment. Cool. Der Windreiter 17 fragt, früher hat man mehr Rig gefischt als seltener als heute. Eine komische Frage. Ja, wir haben mehr Rigs gefischt. Früher haben wir Rig seltener gefischt als heute. Findet ihr Rigs überbewertet? Gibt es irgendwelche Alternativen? Also, ich glaube, die Frage können wir auch relativ eben, ihr habt ja gesagt, ich kratze die Fische am Boden zusammen mit dem Sea-Rig oder was auch ich was. Also ich glaube, wir sind auch ziemlich am Rig-Fischen während dem Turnier, gerade für Egli, oder? Wir sind super offen, wir fischen das, was läuft. Ja. Wenn das Rig läuft, läuft das Rig. Aber ich glaube, Alternativen finden, relativ schwierig, ja. Mach gerade nicht, der Häusler Patrick will wissen, welches Tackle, Rutenrollenschnur habt ihr am meisten gebraucht? Mega Bass. Das ist eigentlich ein bisschen fischspezifisch. Also wir sind tatsächlich beide eigentlich recht begeistert von der P5-Serie von Mega Bass. Wir haben eigentlich dort so ein bisschen ein Line-Up zusammen, sei es jetzt zum Meglifischen, zum Kratzen oder halt auch zum Sharpshooter für Zander oder auch zum Hechtrühren. Da gibt es eigentlich halt von kleinen, feinen bis grobe Routen ein gutes Line-Up. Also P5-Serie haben wir sicher am meisten in der Hand gehabt. Ja. Nein, sind wir wirklich hure begeistert. Ja, das ist cool. Ja, Shimano-Rolle, Warivas-Schnur. Ja, voll. So. Nein, wir haben eigentlich alles Ähnliches. Mega Bass-Route, wenn man müsste, ich glaube, solche verallgemeinern ist Mega wir wissen, dass der Kevin für dich einkauft. Hey, dort muss ich mal sagen, mit Mega Bass P5 bin ich vorangegangen. Ja, okay. Er hat mich eigentlich vom Evergreen-Zug oben abgezogen und gesagt, jetzt lassen wir die Kaleidos im Regal stehen, das P5 lange im Fall auch. Okay. Sehr gut. Wie sucht ihr die Fische, will Leon oder Matt wissen, an einem neuen Gewässer? Mit Live-Technologie. Live-Technologie, ja. Und dann Schwärme suchen. Kommt mega aufs Gewässer drauf an, ja. Strukturen, Schwärme, spannende Strukturen, Flusseinläufe. Ja, kommt ist individuell, gell? Ist eine mega Badwanne, die einfach super tief ist und fast keine Struktur hast am Ufer. Und dort gehst du halt eher mal suchen, hey, wo hat es irgendeine Struktur, weil dort ist es dann richtig spannend. Oder ist es wie ein Obersee zum Beispiel, wo alle 10 Meter eine geile Struktur hast. Aber auch noch mit der Map nehme ich an, oder? Kombination, oder wo wir irgendwo vorher... Map studieren wir eigentlich eher vorher, ja. Genau, bevor wir überhaupt irgendwo hingehen, vor allem am neuen Ort. Und darum in Holland, wir sind meistens
Map noch am Studieren, also jetzt nicht mehr, aber am Anfang ziemlich viel. Und nachher eigentlich alles live. Wir haben wir haben ein Sidescan, braucht es aber nicht. Wir können 365 nicht. Wir suchen eigentlich wirklich alles live. Wir sind da mit den Taschenlampen unterwegs. Ja. Ja, habe ich das Gefühl, du siehst wahrscheinlich fast am meisten. Ja. Gut. Das wäre jetzt eigentlich gewesen, die Frage aus der Community. Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Hast du auch noch eine? Nein? Wie verteidigt ihr den Titel das Jahr? Also was meinst du, wie? Gut oder schlecht? Oder? Ja, was muss passieren, dass er Nummer 1 bleibt? Ja, man muss wieder sehr viel Glück mitspielen. Ich glaube, wir sollten schauen, dass der Druck nicht zu hoch wird. Also nicht, dass wir das Gefühl haben, hey, wir müssen den Titel verteidigen, wieder mit dem gleichen Spass, wie wir letztes Mal hatten. Und einfach wirklich die Freude am Fischen steht im Fokus. Und das Turnier wieder probieren, ein bisschen hinten anzustellen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wenn wir einfach so gehen fischen, wie wir es immer machen und einfach unseren Spass dabei haben, funktioniert es am besten, dann können wir performen. Ja, wir hoffen, wir werden auch nicht ins Zentrum gestellt. Also das sind wir eigentlich beide nicht wirklich. Ja. Und wir sind eigentlich dort, wie wir es geil finden zum Fischen. Und das ist effektiv so. Und es ist auch mega cool dort zum Fischen. Jetzt haben wir zuerst Predator Tour und nachher WPC. Genau. Das ist ein rechter Abstand, das ist noch schön. Ja. Wann ist WPC? September, Ende September, glaube ich. Herbst wieder, ja, genau. Okay. Hey, dann wünschen wir euch ganz viel Glück. Hoffen wir, dass das wieder so klappt wie letztes Jahr. Wir drücken da fest den Daumen. Wir werden sicher wieder da auf dem Laufenden halten. Ja, absolut. Und holt den Kübel wieder heim. Yes. Wir geben alles für die Schweiz. Genau. Perfekt. Dann wären wir eigentlich durch mit dem Thema und dann würde ich doch sagen, das Übliche braucht es. Ja, und da kommen auch ihr zwei nicht drauf vorbei. Genau. Das ist entweder oder. Und der Oli hat da 3 wunderbare Fragen vorbereitet. Ja, hast du gesehen, ich habe gleich etwas gemacht. Ja, ich habe noch 2 dazu geschrieben. Das habe ich auch gesehen. Perfekt, ich habe eben auch noch etwas gemacht. Das ist gut, wir ergänzen uns wunderbar, oder? Willst du gerade anfangen, Oli? Ja. Fangst du oben an, ich fange unten an? Ja. Beim Training immer 100% nach Plan durchziehen oder komplett nach Gefühl trainieren und dafür ans Limit gehen? Ist das jetzt ein Entweder-Oder, wo einzeln beantwortet wird? Oder? Das könnt ihr jetzt entscheiden. Ihr könnt ja beide eine andere Meinung haben, das ist auch okay. Das wäre sehr interessant. Also komm. Können wir gehen wieder. Ich könnt euch nachher im Auto Köpfe einschlagen, Ja. ist schon gut. Wir sind zusammen da. Ja. Du würdest gut überlegen, was Aber du ich fährst ja sage. in die Richtung. Nein, ich fahre so. Fahren wir miteinander. Auf 3. 1, 2, 3. Nach Plan. Ja, ich hätte auch gesagt. Wow. Das ist aber nicht gar nicht miteinander gewesen, aber ist okay. Nein, ist definitiv noch Plan. Ich glaube, da sind wir uns Ja. sicher einig. Ja. Nein, es ist auch das, was so jetzt wirklich am zweiten Tag das Knick gebrochen hat. Wir wären besser da gestanden, hätten wir die Zeit nicht verloren, weil wir nicht nach Plan gegangen sind. Ja, und ich glaube, wir gehen in der, also ich sage jetzt Freizeit, ja, das andere ist auch Freizeit, aber wir gehen, wenn wir einfach so aus Lustigkeit gehen fischen, vielfach nicht nach Plan und dann merkt man, wie schnell das am Tag durch ist und am Schluss hast du wie nicht das gemacht, was du eigentlich hättest wollen. Ja, Okay. voll. Haringfleet oder Hollands Deep? Das Haringfleet. ist ganz klare Nummer, ja. Schon. Viel schöner, weil du hast halt nicht die ganzen Tanker, Ja. die Natur und alles, keine Industrieinseln, nicht die ganzen Abgas, nicht die vielen Wellen. Und von den Fisch her? Ist das Haringsfleet in dem Sinn halt sauberer, schönere Gewässer. Hat Schwieriger zum grundsätzlich- Fischen ein bisschen. Schwieriger zum Fischen, ja, weil es nicht trüb ist. Aber es funktioniert für alle Spezies, die mir interessiert sind, wenn wir auf Holland gehen, jetzt auch unabhängig von den Turnieren, eigentlich dort super gut. Okay. Gut. Die nächste weiss ich schon, was die Antwort wird sein. Weil ich jetzt euch ein bisschen kennengelernt habe hier im Podcast, nehmen wir an, die Zuhörenden auch. Voll im Rampenlicht sein oder eher dann im Hintergrund? Der Kevin ist gerne im Rampenlicht, ich im Hintergrund. Nein, bei mir ist dann also der Moment, Dario, da nimm das Mikrofon. Ich bringe keinen Ton raus. Hast du eine Rede halten? Eigentlich. Ja, also er redet. Es war wirklich so, er hat dem Kevin das Mikrofon gegeben, dann am Schluss auf der Bühne, wo wir da unseren ersten Platz entgegennehmen.
Und der Kevin hebt mir so einfach so weiter und ich gar nicht check, was läuft. Erstens so, ja, und dann, ich weiss nicht mehr, was ich gesagt habe, aber irgendwie, ich habe gleich wahrscheinlich etwa 1-2 Minuten noch irgendetwas erzählt dort oben. Ja. Das funktioniert eben einfach blöd. Ja. Das ist einfach Ich funktioniert dann einmal nicht mehr, das ist so, braucht einen Moment. Dann läuft es schon. Geil. Nächste Frage. Im Turnier lieber ein 50er-Regli oder ein 80er-Zander? 50er-Regel. 50er-Regel, ja. Wirklich? Aha. Ja. Okay. Sonst hättest du mit Der dem Meter Zander 80er kommen. Ja, gut, okay. Gut, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Zander auch Faktor 1,3 hat. Ja, aber auch dann. Hast du mehr mit Zander? Ja, Von den weil Punkten. eigentlich unsere Durchschnittszahlen beim Zander ist 80er jetzt. Das Ding ist, das ist eine dumme Frage. Ja. Beim Zander sind wir halt wirklich fast immer beim 80er-Schnitt. Gell? Das Ja. ist wie zu wenig speziell. Wo für uns jetzt der 50er-Regel viel spezieller ist. Klar, ja, logisch, Ja. ja. Du Okay. hättest den fast eher müssen auf den Hecht beziehen, weil das viel schwieriger Ja, eigentlich ist. stimmt, ich bin am Anfang auf den 93er rumgeritten. Das stimmt, Ich das hätte stimmt. tatsächlich nicht den 80er Hecht statt den 50er Barsch genommen. Wirklich? Das stimmt, Ja, ja. okay. Ja, Okay. 30 Punkte mehr. Ja, wenn es 1:1, ja, klar, ja. Lieber in eurer stärksten Disziplin dominieren oder in allen Disziplinen konstant gut sein? Das ist die erste Disziplin, dominieren, hätte ich gesagt. Ja, ist schlussendlich das, was es zum Sieg gebracht hat. Es ist ja so. Ja, Ich meine, ich wenn finde wir- es auch einfach geil, wenn du eine Königsdisziplin hast. Ja, voll. Du kannst auch mal Und das sagen, ist wenn auch du etwas das nicht so Ding. gut kannst, das finde ich auch okay. Das kannst du, Ja. genau. Voll. Welche ist eure stärkste Disziplin? Das andere. Ganz klar. Gut, mit einem 80er-Schnitt. Ja, kann man so sagen. Souverän, ja. Ja, ich glaube, das ist schon... Gut, Hecht haben ihr auch einen Gut guten vor. Schnitt mit 93. Ja, ist natürlich wieder recht. Sicher noch einen Applaus über, oder? Selbstverständlich. Ihr habt es geschafft, auch ihr habt es entweder oder überstanden. Es hat nicht mal Krieg gegeben, mega schade. Jetzt habe ich gedacht, das gibt jetzt Ja, voll warte den nur, das Feind. gibt's noch. Es gibt ein bisschen Beziehungsprobleme oder so. Ja. Der treibt mich um den Heim aus, habe ich gelernt. Oder im Auto, wenn Oder niemand so. zulässt. Das ist so. Sehr nice. Ja, perfekt. Wir werden am Ende von unserem Podcast. Ja. Es ist, glaube ich, alles gesagt worden, was wir haben dürfen erzählen. Ja. Ausser ihr sagt, hey, nein, das haben wir vergessen und über das haben wir unbedingt noch reden, dann habt ihr jetzt noch die Chance. Und sonst hättet ihr das letzte Wort, bevor wir rausgehen. Genau. Ich glaube, also von mir aus ist alles gesagt. Danke vielmals. Mega geil gewesen. Mega eher, dass wir im Podcast sein. Und ja, wir würden euch gerne mal einladen bei uns aufs Wasser. Vor allem jetzt, wo wir gehört haben, dass Doli so gerne bötelt. Wäre das wahrscheinlich das Highlight. Er muss auch nicht fischen. Aber Wir wollen nur das Boot verkaufen. Komm, wir wollen nur das Boot kaufen. Nein. Dann kann er im nächsten Podcast wieder sagen, das Highlight in Zürich ist. Ja, genau. 3 Meter 20 fangen. Der Oli hat schon gesagt, am Murtensee hat er schon gesagt, ja weißt du, also, zum Schneidern fahre ich nicht extra so weit, das können wir auch bei uns sein. Ja, ist ja so. Ja, auch vielen Dank noch von meiner Seite. Alle euch da draussen, lasst mal noch ein Abo da, einen Kommentar und folgt da auf Spotify mal ordentlich noch rein. Etwas habe ich noch, was ich gerne noch gesagt hätte, das haben wir nämlich vorher vergessen, da geht es noch um die Echtschonseite. Ich habe mich doch sehr viele Jahre Stimmt, sehr genau. intensiv mit dem Fisch auseinandergesetzt und an vielen verschiedenen Gewässern gefischt, die verschiedene Schonzeitmonate halt haben, wo sie anfangen und enden. Teils der April schon offen ist, teils Mitte April, wie man es halt sonst kennt, 1. Mai. Und wir haben das wirklich sehr intensiv beobachtet, auch mit Live-Technologie, wie wirklich der Hecht 3-4 Tage an einem gewissen Gewässer einfach passiv nicht dort fressen will. Und dann frisst er nicht. Du kannst machen, was du willst, der wird auch nicht hässig und kannst ihn irgendwie dann so Triggern oder so, überlisten ja. oder triggern. Es geht nicht. Also ich finde eigentlich auch schon seit in diesem Sinn macht nur so viel Sinn, dass man sie einfach nicht unnötig nerven, wenn man sie in Ruhe lassen sollte. Aber das ist eher in Form von «Lassen die und die Flachzone in Ruhe», wo sie gerne drauf gehen. Und an gewissen Orten könnte man es eigentlich in dem Sinn lassen. So macht ein Silse zum Beispiel auch beim Zander, glaube ich, einfach schon Gebiet. So genau, etwas würde ich richtig. jetzt eher begrüßen und sinnvoll finden, als eine komplette Zeit daraus zu machen. Dafür kannst du dich so wieder auf etwas freuen, was ich auch geil finde. Voll. Ein kurzer Cut ist aber schon noch Ja, nice. das ist eben das, was ich sage. Der 1. Mai ist am Zürichsee immer noch speziell, auch wenn du das ganze Jahr kannst du Hecht fischen, 24/7, nein, schon nicht gerade, aber jeden Tag theoretisch gesehen, ist gleich noch etwas Spezielles. Und ich sehe es wie du, eben Beissen, haben wir vorher schon gesagt, finde ich gut, dass du das auch noch bestätigst.
Ja, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Und ich finde aber gleich, die Hechtschonzeit finde ich gleich immer schön, weil eben, wie du sagst, Dario, dass man einfach kann sich darauf freuen und sagt, hey, das ist für mich der Tag, den trage ich dick ein, streiche ein fettrot an bei mir im Kalender. Das ist der 1. Mai. Und ich will sagen, wir sind draußen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier, rufe Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!